Play drückt. Jetzt pass mir auf. Müssen wir den Monitor einrichten. Muss ich erst mal einen Monitor einrichten. Wie viele Leute sind denn überhaupt da? Was, über 300? Und das bevor ich überhaupt anfange, okay? Das ist interessant. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, ich hab mich selber, wo ist die Tröte? So, nix ist hergekriegt. Kruzifix nochmal. Ja, wenn ich den ganzen Tag Last Epoch spielen muss, was soll ich machen? Habe! Übrigens, 1 Bürger, 1 Montag, 1, 20, Creepy Tale 2. So schauen wir aus. Kriminalfall. Jetzt kriegst du mir erst meinen Haufen. Stopp. Timmy Boy, habt ihr schon gesehen. Kuss auf die Nuss, kriegst du dir daheim. Habe die Ehre an, dem Feierhunter, den Saufer, dem Faber, dem Benedikt, dem Forest Quarter, dem Opa, dem Leuchtrauschkugel, dem Jacke, dem Joda, dem Muster, dem Langreiter, dem 1-2, der Jia Anasaria, das ist glaube ich sie, das ist quasi ein männlicher Name, die Pommesnudelkuh. Schnell, ab in den Chat habe die Ehre Pommesnudelkuh, bist du nicht schon seit Ewigkeiten Mitglied, ich käme nicht aus. Merci für die Mitgliedschaft, Padre, merci für deinen Resub, Kuss auf die Nuss und dann weiter geht's mit aber die Ehre an den Simon, an den Kühe fressen, alles an den Nebba, mich an den Kaipen, an den Forest Quarter, an die Angela, an den Simon, an den Martin, an den Manu, an den Indri, an den Vogel, an den James, an den Sumsglück, an den Alfarius mit 28 Mal, merci für den Resub, Kuss auf die Nuss. So, Kinder, schauen wir gut aus, bin ich gespannt, was das heute wird. So, was ist? Knädelmutzler, merci für den Resub, Alfarius, merci für den Resub. So. Wir schauen. Birger, wo kann man den Last Epoch Stream anschauen? Haben nicht gefunden. Der ist auf nicht gelistet. Musst du gehen zu mir in die Kanal. Guckst du die Playlist mit allen vergangenen Streams. Und da war's vor Freitag vor einer Woche. Der kann nicht weit hinten sein. Weißt du, was wir da jetzt tun? Ich suche den Link aus, weil heute haben wir gut gelaunt. Heute haben wir, glaube ich, ein gutes Spiel vor uns. So, was ist denn so aussehen? Kann nicht jeder alles finden, nehmen meinen eigenen Stream, schauen wir uns nicht an, da ist er, da schau ich mich, was macht, da, nein, Enter soll ich drücken. Wie kann ich einfach mit Enter Dings da verschicken, was ist da mit, was, kann ich selber keine Links, ich kann selber einfach keine Links in den Chat einschicken, gut gemacht YouTube, sehr gut gemacht, das ist eine richtig gute Geschichte, kann ich es da reinschicken? Doch, da ist es gegangen. Pass auf, ich spam einfach selber einen Chat zu. So, passt. So, was ist da los? Mädchenhatte, 71 Mo. Oh, leck, Alter. 71, gell? Das ist der längste Resub, glaube ich, den wir seit Ewigkeiten gehabt haben. Weil es nur zwei Personen gibt, die haben vor dir. Der eine ist der Chris. Was ist mit angespannten Bizeps? Franz! Thierry, wir gehen zum Kahnfred. Weiß ich nicht, da glaube ich, Muschi jetzt in der Kniescheibe. Königin Elsa, mir ist wieder. Wieso habe ich meine E-Mails offen? Mach E-Mails zu. Dann macht sie jetzt mit meinem Ding bling. Königin Elsa, meine Frau sagte mir, ich solle Auberginen besorgen. Stehe jetzt ratlos im Baumarkt. Das ist ein ganz krasser Boomerwitz. Den verstehen nur Leute, die Minimum 8 Jahre verheiratet sind, glaube ich. Königin Elsa, merci wieder entwickeln. Chlamydia, merci wieder ein Resub. Ich wünsche Ihnen einen herzlichen schönen Abend. Herz und Herz. Sonntag, Ruhetag. Meine Freundin beschwert sich, dass sie ständig Krähenfüße im Gesicht hat. Ich habe ihr gesagt, sie soll aufhören, Vogelfutter ins Gesicht zu kleben. Das, wenn's hört. Haust du wieder einen Knocker nach. Henkerschiff, du bist auch schon massivst lang dabei. Du bist doch auch schon länger dabei wie die 61 Monate, das weiß ich doch. Du warst ja schon da, da haben wir noch nicht einmal, weiß ich nicht, da haben wir noch nicht einmal Spiele gestreamt. Henkerschiff, merci dir. Nexodus, merci dir. Franz, Königin, Rest, merci dir. Down Limit! Sind leider nur 43 Monate, Chef. Sorry, ja, ich darf mich auch entschuldigen dafür. 43 Monate, das ist echt lächerlich peinlich. Und was mich schon wieder anfuckt, ist, Donations sind einfach schon wieder kaputt. Jetzt soll ich mir so viel mir geben beim Herrichten, die ganze Zeit ans Gangen und seit 1,5 Wochen gehen sie wieder nicht mehr. Baba, ich möcht mi umbauen lassen. Was? A Fotzen konst home. Oh ja, und dicke Titten mit dazu. Den lese ich sicherheitshalber nochmal vor, Alex. Den lese ich sicher. Herr Bauer, mir ist wieder ein Resub, aber das ist immer so, wie das Monat Christus. Ist er reich? Der Birger, kennst du den schon? Geht der Sohn zum Vater, Papa, ich möchte mich umbauen lassen. Sag, Fotzen kannst du haben. Sagt, ja, mit dicke Titten oder zu. Ja, komm mal, da gibt's besser nicht. Ist der da herin schon mal gefallen? Oder ist es so ein Witz, der bei uns im Kreis umgeht, weil er da so besser sein kann, wie wir wollen? Warum haben sie in Afrika warum haben die Kinder in Afrika so drum ranzen?
Ich lasse den mal kurz da stehen, so, damit man ein bisschen aus dem Kontext ziehen kann und nicht ganz so böse ist. Könnt ihr im Chat, könnt ihr mal kurz raten, ich löse dann auf. Herr Bauer, mir jetzt wieder ein Resub, Schröm, jetzt wieder ein Resub, Lömsepp, habe die Bürger auf einen schönen Stream, Osterbier, lasst das schmecken. Tante Anne wünscht dir einen schönen Stream, Onkel Frankel. Tante Anne, Onkel Frankel, lauteres Onkel. Achtung, Bezzini! tief. Was ist klein, blau und liegt am Meeresgrund? Bestimmt kein Wunschkind. Cool Cat. Da habe ich schon Kinder, das ist eine gute. Ja, je besser, desto besser. Ich sag das, was es ist. Schwarzer Humor darf niemals aussterben, niemals. Und wenn alle noch so krasse Schneeflockerl werden, dass alles bloß noch schäbert, das darf nicht sein. Bezzini, der kriegt von mir beide Daumen nach oben. Frau Schrö, mir ist wieder ein Resub. Grüß Gott, Mr. Bier, grüß Gott, Frau Schrö. Herr Schleinkoffer, heute wieder mit der Frau am Start. Der aber eigentlich nichts schreiben, weil anspeinlich. Also, was? Weil anspeinlich. Das weiß ich nicht, was man da sagen möchte. Was bleibt dem Papst, um beruflich aufzusteigen? Sterben. Das stimmt. Firestone, ich war schon fast zuversichtlich, dass wir heute keine guten Rahmen zum Sehen kriegen. Mr. Firestone, Kuss auf die Nuss. Habe dritt Bürger auf einen geilen Stream, Grüße aus Burgen. Irgendwie kriegst du die Privatröte, pass auf. Die war massiv, Alter. Da hat sie jetzt von der Couch aufgekommen. So wie das ist. Britze, merci dir! Firestone, 30 sind zu viel. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Stop it. Saufi, verzapfer wegen was von Last Epoch. Wie findest du das? Du, ich hab fast 70 Stunden seit einer Woche. Sagt dir das was? Dann kannst du ungefähr ausmalen, wie gut das ist, finde. Herr Saufi, merci für den Zwickel. So, warum haben sie jetzt in Afrika so drum ranzen? Also bloß fressen und nichts arbeiten. So, weil sie hamstern müssen. Nein. Fast. Hat jetzt da keiner irgendeinen Blödsinn geschrieben? Nicht einmal der Sprengi. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Und dann muss ich ein bisschen aufscrollen. Ich sag bloß Resubs, Alter. Was ist mit euch? Können einmal normale Leute auch irgendwas in den Chat einschreiben? Anscheinend peinlich, Mann, der. Was? Der darf aber eigentlich nichts schreiben, weil anscheinend peinlich. Was ist da peinlich? Sagst du bei deiner Alten? Wo ist mein Sandwich? So. Was mit dem Dono-Gewitter schon wieder war der erste schon wieder. Der erste war tatsächlich vor 3 Tagen, ja. Tentakelpenetration. Und der Kreis schließt sich, Sprengi. Gerade noch rechtzeitig. Servus miteinander. Mr. Fanboy! Ich habe auf Sie gewartet. Das ist übrigens der Chris, wenn es interessiert. Da. Er hat 72 Monate im Knack, glaube ich. Vielleicht mittlerweile auch schon 73, weiß ich nicht. Steve! Der ist Bierger auf den Stream, ich habe alle Teile schon durch und wenn du Hilfe brauchst, stehe ich dir mit Tipps gern zur Seite. Steve, das ist sehr, sehr gut. Wenn ich wieder eine Dreiviertelstunde lang Lost oder Weggeschichte umeinander laufe, dann brauche ich euch. Steffi sagt, ich darf nicht resetten, blöd. Wieso nicht? Wie? Ist ja im Prinzip mal kurz, wir haben da schon oft drüber geschmerzt, das ist ja eigentlich kein Resub. Du hast halt einmal im Monat hast du dann den Trigger da so. Das, glaube ich, habe ich mittlerweile schon rausgefunden. Du verlängerst damit nicht automatisch deine Mitgliedschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Mittlerweile kann man aber anscheinend auf YouTube auch Mitgliedschaften verschenken, was auf Twitch auch irgendwie gang und gäbe ist. Ich verstehe es bloß nicht, ich verstehe den Sinn nicht, aber gut. Mr. Mars! Habe ich die Ehre benannt, habe ich die Ehre zurück! Was war am Freitag? Nix. Letzten Freitag war nichts. Am Freitag vor einer Woche. Letzte Woche und diese Woche ist kein Stream fürs Wochenende angekündigt. Aber weißt du, was ich noch gern dort hat? Vor der Zeitumstellung. Weil normalerweise Ende März jetzt dann in 4 Wochen ist Zeitumstellung, dann beginnt für mich zumindest da herin so die Sommerzeit. Dann wird sich das mit den Wochenendstreams wieder ein bisschen erledigt haben, weil ich da einfach was anderes tue. Wir gehen dann einfach wahrscheinlich jeden Freitag und Samstag so gut wie zum Essen oder wir fangen dann das Grillen oder sonst was. Da sitze ich mich nicht her und stream. Aber weißt du, was ich noch gern dort hat? Bevor wir in die Sommerpause, bevor wir in die Sommerzeit wechseln und die Wochenendstreams bisschen weniger werden zumindest, ich darf nur irgendein Lego drum gern gemütlich bauen, das auf 2 Mal fertig ist so. Auf 2 Mal 3-4 Stunden. Wenn da schon wieder irgendjemand fragt, was ist mit Uncharted, dann gehst du jetzt mal ins Discord und abonnierst den Ankündigungskanal. Dann weißt du, was mit Uncharted ist, das kommt am Micker. 20 Uhr. Verherziger! Vorsicht, sehr schwarzer Humor. Wie nennt man eine Fehlgeburt noch? Entfernter Verwandter. Ja, aber eigentlich ist es nicht passender, wie nennt man eine Abtreibung noch? Entfernter Verwandter. Da glaube ich, da es besser passen, Julia. Da haben wir einen Witz optimiert, schon, ja. Bobby, merci dir. Habe die Ehre. Maxi, merci für den 1250. Ich habe dritte Arbeit in den Stream nach der Haken. Erstmal Feierabend halbe eingehandelt. Was ist mit dem Schmidtbauer Mani? Weiß ich nicht, der ist gestorben durch spontane Selbstentzündung. Ein Bob Lost war mal wieder. Hey, geil, das funktioniert leider nicht, weil die Bob Ross
Firma, die hinter den ganzen Sachen steht, ich meine, der Bob Ross ist ja schon lange tot, aber die Firma dahinter, der glaube ich hat mittlerweile auch seinen Bruder, da gibt es eine ziemlich gute Doku, ich glaube sogar auf Netflix. Han sehene knickerten Wichser, sobald ich da irgendwas von einem Video herzeige oder sonst was, kassiere ich sofort einen Strike und da habe ich keinen Bock nicht. Sag ich dir, wie es ist. Was ist ein Mann zwischen zwei Frauen? Eine Bildungslücke. Der muss von einer Frau gehen. Mir wundert es auch schon, wann der erste Kanalmitschaften verschenkt und gleich mal 100 Euro. Nein, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Ganz ehrlich, ihr macht ja das, gehört vielleicht einmal wieder gesagt, das ist 10 nach was, wir fangen mal sofort an. Aber das gehört schnell gesagt. Mitgliedschaften verschenken, dann nimmt sie YouTube schon einen großen Teil. Eigentlich genauso viel wie beim Superchat. Ja, die ist eine 70-30-Regelung. Das ist schon in Ordnung, weil die sollen ja auch irgendwie, muss YouTube ja nicht Geld verdienen. Das ist alles cool. Aber das zum Verschenken ist so viel ausgeworfenes Geld in Richtung YouTube und sonst wohin, dass das rentiert sich nicht. Just don't. Please don't do it. Mocke! Mocke! Genau so ist es, Markus! Markus! Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich ihre Macke. Schröi, merci für den Zwickel. Bin ich normale? Liken nicht vergessen. Schröi, weiß ich nicht. So, wir fangen jetzt an! Fettsack aus dem Internet, halt dein Maul! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen heute ein zauberhaftes Spiel. So glaube ich zumindest. Wir haben, jetzt passt so, Gamepad, das hergerichtet, das muss ich. Da, das ist Pro-Gamer Habe. Aber es geht noch. Es funktioniert. Nein! Lina! Dudel an die Zabrina! Dudel, der Topper auf die Depf. Ist recht. Ja, ein sauberer Radetzky-Marsch auf Depf. Leon, merci für den Zwickel. So, Schluss jetzt! Mit Donations! Leon, merci, der Trailer von Little Nightmares 3 schon gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Sorry, was ist? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Was viel krasser ist, hat irgendjemand die Vorstellung. Schluss jetzt mit der Scheiße! Steve, merci für den Zwickel. Auf jetzt! Ja, dann hör auf damit! Steve, merci dir. So. Hat irgendjemand, bevor wir jetzt da. Das erste, was wir jetzt einmal anfangen, ist folgendes: Ton. Achso, okay, die Lautstärke ändert sich keine Sekunde nicht, außer 20%, bevor wir hin sind, okay. Sprache Deutsche. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ganz furchtbar wichtig ist, mal kurz dazwischen drin, das sollten wir uns, vielleicht schauen wir uns das noch im Stream noch. Dann hören wir relativ zeitig auf zum Spulen, so um 10 Uhr umeinander, und dann schauen wir uns noch an No Rest for the Wicked. Kennt jemand die Ori-Spiele? Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps? Kennt das jemand? Also, sehr cute gemachtes Jump'n'Run. Und unfassbar gut. Habe ich leider off-Stream beide gespielt. Weil ich gemeint habe, das ist nichts für den Stream damals, aber ist wurscht. Und die haben ein neues Spiel angekündigt, das heißt No Rest for the Wicked. Und das ist eine Mischung aus Diablo und Dark Souls. Und das schaut dermaßen gut aus. Oh my fucking God, schaut das gut aus. Und da hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn wir noch im Stream so um 10 Uhr, dafür müssen wir aber heute zeitig aufhören. Ihr kennt mich aus einem 5 Minuten Video, mache ich gerne mal ein Stundenvideo dann, wenn ich meinen scheiß Senf dazu gebe. Ist auch Englisch und so, aber ist ja wurscht. Das schauen wir uns danach eventuell noch. Das schaut verdammt gut aus. Und der Early Access davon kommt am 18. April schon, also in 1,5 Monaten. Und das werden wir dermaßen spielen, Alter. Leck werden wir das spielen. So, und jetzt halt deine Schnauze. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns heute hier eingetroffen, weil wir vor 1,5 Wochen extrem viel Dusl gehabt haben. Da haben wir das erste Mal 1 Euro Kackspiele gespielt und das zweite Spiel, das wir rausgezogen haben, war Creepy Tale 1. Das haben wir durchgespielt. Bis um 11 Uhr. Wann war das? Am Mittwoch von einer Woche, glaube ich. Und noch viel mehr Dusl haben wir. Es gibt einen zweiten Teil davon, der noch schöner zeichnet ist, das sehe ich da schon. Zeichenstil, ja fucking love it. Und dass diese Art von Spul-Apps für diese Streams da ist, das habe ich nicht gewusst. Das haben wir damals rausgefunden. Das war wieder so viel mehr Dusel wie Verstand, dass alles bloß noch scheppert. Nice. Und darum spielen wir heute instant den zweiten Teil. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt Rätsel, ihr könnt's miträtseln im Chat. Ich bin da auch sehr drauf angewiesen, sage ich dir, was ist, was ich sonst wieder absolut lost umeinander pimmelt. Und ein bisschen was zum Gruseln ist sein, ja, deswegen hast du da Creepy Tale. Und ich glaube, dass der Depth-Counter halt auch wieder steil geht. Bei so wir beide haben wir beim Depth-Counter 76. Das ist in den letzten 2 Wochen, waren wir bei 30 oder so. Seit einem halben Jahr, ja, gut, das ist uncharted und das Spiel, ja, macht den Depth-Counter kaputt. Außerdem darf er ruhig mal wieder dreistellig werden. So!
Und jetzt halten wir uns mal, wir fangen mal an. Boris Blut, merci die alles ist gestern Bramble, the Mountain King und kann heute nicht mehr und kann heute auch noch mehr empfehlen als... Ach, du warst das. Steht wirklich auf der Liste, schaut wirklich gut aus. Ist auch ein Spiel auf 5 Stunden so durch. Hat auch so ein bisschen den Flair wie das da, bloß in 3D. Guter Vorschlag. Boris Blut, merci dir. Stefan, der was? Wo ist die Möglichkeit, hier Mitgliedschaften zu verschenken? Nein. Nein, die ist nicht. Die gibt's nicht. Schluss. Die gibt's nicht. Abhauen mit dem Krampf. So, Sabrina, du bist jetzt die letzte Dudel an die... Gib mal High Five. So, Schnauze halten. Wir drücken auf Spielen. Schluss jetzt, Duke. Merci dir. Schluss jetzt mit der umanand Donnerei. Kuss auf die Nuss. Wir drücken auf Spielen und beginnen. Es lädt. So, was wir noch? Kapitel 1. Eindringlinge. Warum haben da... Schau hier, wie es zeichnet ist. Nochmal ein ganz hausig besser wie so eins. 6 sofort. Super awesome. I fucking love it. Oh, itsy bitsy Spider. So, oh, ich muss ein bisschen auf Zeiten gehen, glaube ich. Wir haben ja diesmal ja so ein Buch. Warte, ich muss meinen Monitor einigermaßen richten. Warte mal, machen wir so. Es ist sogar vertont! Ich bin schon zu lange aufgeblieben. Es ist Zeit, nach meiner Familie zu suchen. Das ist sogar vertont. Den Daumen oben. Das letzte Mal auch vertont? Nein, war's nicht. So, Dialog beenden, links. Bewegung. Okay, Handlung. Bogen und Pfeile zum Üben sind im Hof. Müssen wir diesmal schießen? Nein, möchte ich sagen. Ist er flüssiger animiert, sage ich dir, wie es ist? Am ersten Mal. Last summer, Father and I found a magical glowing rock in the forest. It looked like amber and now we use it as a nightlight. Die haben immer so eine Funktion gehabt. Also die Schmetterlinge, das wissen wir ja, die Schmetterlinge, die gurken dann in die Mistviecher rein und dann verfolgen die auf einmal. Und was ich auf Anhieb gleich mal wieder machen kann, ist dieses hier, weil sonst verstehen wir mir kein Wort nicht. Machen wir so. So, ist das einigermaßen passabler so? Denke ich schon, oder? Snooze Benny, merci dir! Mit größter Betroffenheit muss ich Ihnen mitteilen, dass Admiral Socke Hund den Vollbiersquad auf Ewigkeit verlassen hat. Aber um die Stimmung wieder aufzubehalten, Witz, lieber ein Schnitzel am Teller als ein Fritzel im Keller. Mr. Snooze Benny mein Beileid. Jetzt als Spam in den Chat. Los. Ton ein bisschen lauter, Snooze Benny, ich bin schon dabei. So, Ruhe. Was haben wir da? Ein Bärli? Handsome bird that gave me a scar on my cheek. Ja, was haben wir da noch so? Oh, Half of the cupboard haben wir schon is was full gefunden? of my creations. I like crafting things out of stuff I find in the woods. Okay, ich drücke ein Basteln. Wir werden das Spiel, wir atmen. Ich sag das, was es ist. Noch irgendwas nehmen? A cupboard full of handicrafts. Ellie is in charge of it. I don't know why, but she likes to keep it locked with a key. Okay, also, merke, wir brauchen einen Schlüssel. Was haben wir da? Da liegt was am Boden, das habe ich genau is gesehen. ready to strike, luring its victim. Okay, Mausfalle. Was haben wir da? Itzy Bitsy Spider? Beißt mir die in den Kopf, wenn sie oberl lässt? Komm mal. Handsome Oh, man bird kann that nicht gave me springen. a scar on my cheek. Man kann nicht springen, warte mal. Naja. Im ersten Teil hat man springen können. Das hat ein paar Rätsel mit sich gebracht. Und ein bisschen so kleine so Jump-and-Run-Einlagen. Ja gut, dann gehen wir mal oben und schauen mal, was passiert. Na, oh! Wir haben diesmal eine Schwester, oder wie sehe ich das? Hallo! Oh, der Bab! Oh Gott! Lars, bitte nicht den Kurt Cobain, bitte nicht den Kurt Teddybär ist Cobain. Lars, mein Teddybär ist verschwunden. Wie, du hast keinen Teddybär, oder das ist ein Hund? But you two are inseparable. When did your teddy run Ihr off? seid untrennbar mit ihm verbunden. Was ist das? Ich weiß nicht, soll ich es vorlesen auf Deutsch oder ihr lest es selber? We were playing hide and seek in a yard. He usually hides behind a well. He thinks that's a good spot, silly Teddy. But he's not there today. We'll find him. Don't worry. Okay, müssen einen Teddybär finden, der ist hinterm Brunnen irgendwo. So, was ist das, der Bab, oder was? Father is cleaning his rifle. I shouldn't distract him without good reason. Ja, nicht, dass er einen Kurt Cobain macht, du weißt das eh, was es ist. Was haben wir My da? mother's diary. Oh, She went missing 5 years ago, and this is all we have left of her. oh, Mama ist The verloren way worden. Father tells it, Mother was a very scholarly, spiritual person. Eine She spent geistig every spare entwickelte moment in the Person. library. We tried to make sense of her entries, but Mother wrote in an ancient language that my grandpa taught her when she was little. Okay, also, Mama verschwunden, Teddybär verschwunden, alle verschwunden. Kann man da hier vorne irgendwas machen? Nein. Da kann man aufgehen, da kann man wahrscheinlich auch mal, schauen wir mal. Cupboard of food. Cupboard of Food. Vertonung ist in Ordnung.
für Indie-Game ist die tipptopp, da kannst du mir sagen, was du magst. Deutsch war natürlich der Wahnsinn, aber weißt du, was man so richtig sofort merkt? Dass das natürlich auf dem ersten Teil aufbaut und viel detaillierter ausschaut, die Sachen sind vertont, die Zeichnungen sind besser, weil einfach die Engine, also die Spielgrundlage mit der Steuerung und so weiter, alles schon gegeben war. Und das hat man jetzt einfach, das merkst du, ein richtig schöner Progress. Ja, das Geld aus dem ersten Teil benutzt und in den zweiten eingesteckt. Merkst einfach. So, schauen wir mal aus, was da los ist. Vogel! Oh, das ist aber schon wieder sehr düstere Musik da. So, da kommt was wieder, da kann ich nichts mehr, ist das der Ernst? Da liegt der Stumpf. This stamp is where we split locks. It's been here for as long. Okay. Holzhacken. Das heißt, kann ich Holzhacken? Jetzt warte mal. Ja, Hacke nehmen. Hacke ist gut für uns. Jetzt tue ich da mal. This stamp is where we split locks. This stamp. Es gibt, glaube ich, auch ein Inventar. Tatsächlich, Jenny. Wählen Sie ein Objekt für die Kombination. Ja, und. This stamp is where. Okay, das werden wir noch rausfinden müssen. Jetzt warte mal. Father and I love shooting in the yard. Yesterday I was. Da tut mein Papa um Tweeten schießen. Commander. Alles aber sehr viel. Da! Der Rabensepp und der Teddybär im Kopf im Maul! A mean crowd tore off the teddy bear's head. Ah! How can I make it open its beak? Ja, weiß ich nicht, wir haben doch drinnen einen Pfeilbogen. Kann's der ASB im 19. Jahrhundert sein? Oh, das ist schön wieder ASB. So, was ist? Schauen wir aber da noch schnell her, was es da so gibt. Ah, Merke, da oben geht's zum. Mal. There's only the teddy bear's body here. Ah ja, genau, den Rest haben wir schon gesehen. Schauen wir mal, kann man Scheiß aus eingehen? Nein. Kann man da irgendwas? Na. Ja, also, first guess ist Pfeilbogen nehmen. Ja, scheiße, wo war der? Der war oben, glaube ich, gell? Noch mehr auf. Ja, okay. Also der Start. I'll only shoot the crowd if there's no other option. Ich glaube, ich bin I in der think I Lage, can den Schuss outwit zu the überlisten. Okay, überlisten. Dann müssen wir Krähen doch funkeln die Sachen. Oder? This past summer, Ja, wenn wir da was nehmen können, vielleicht können wir aus die. Ich wollte gerade sagen, und auf das kleine goldene Ding da I unten. think the crowd will like a piece. Okay, Memo an uns. Der Status von Objekten kann sich ändern, wenn man Dinge im Spiel macht. Heißt, vorher habe ich das Kaststückel noch nicht nehmen können, bis ich die Krähe gesehen habe, dann wieder zurück aus und dann kann ich das Kaststückel nehmen. Verstehe. Das macht eine völlig neue Ebene auf. Jetzt pass Obacht. Ja. Tutorial-mäßig Gegenstand benutzt. Oh, sogar mit Inventarsystem schon hin. Nice. Großer Fortschritt. Ja, aber First, put the lock on the stamp and then grab the axe. erst muss man den Holzstamm ablegen. Warte mal. Kann ich an der Krähe. Kann ich an der Krähe den benutzen? Ah! Schau hier! Ah, nehmen. So. There, the teddy's been found. bling, Now I bling. just need to sew the head back on. Okay, jetzt müssen wir den Kopf noch ohne. I can't bring it to Ellie in this state. Okay. Wie soll man den fest? Ich habe noch nichts gesehen, wo man irgendwie nähen kann oder so. Käse ist Leben! Opa, da hast du absolut recht. Wer braucht Liebe, wenn man Sachen mit Käse überbacken kann? Wo der Rabe den Teddybär-Schädel im Maul hat, im Hintergrund. Was ist da? Hab ich was übersehen? Was ist da im Hintergrund? Da ist ein Hype im Hintergrund. War da was im Hintergrund, was ich schon wieder nicht gesehen habe? Weiß ich nicht. Greenscreen? Wo ist der Greenscreen? Ah, da ist der Ekel vom Greenscreen. Warte mal. So. Besser? Wenn das kein Like nicht wert ist, dann weiß ich es auch nicht. So. Kann man jetzt da mal, da haben wir noch so Depth finden. Warte mal, kann man mit den Depth was machen? Nein, zu den Depth komme ich nicht. Greenscreen-Defekt. Hab schon gesehen, Leute! Wo ist denn der Heisel? Da rechts hinten irgendwo. So, aber jetzt müssen wir den Teddybären wieder annähen. Die Frage ist, wie wir das bewerkstelligen. Doof am Zaun. Wenn ich die ganze Zeit damit rechne, dass wir da... Ah, warte mal, da kann man ja noch weitergehen. I promised my sister Ja, I'd meine find Schwester her schon. teddy bear. It's got to be somewhere in the yard. Ja, ich hab da einen... Aber ich muss mir irgendwie zusammennähen. Aber wie zur Hölle soll man den zusammennähen? Schauen wir noch mal da in das Ding rein.
Cupboard of Da ist nur was zum Essen. Was? Ne? Und sagen wir ja nicht ohne Kopf, das ist ja klar. Kann man in der Schatzkiste hinten was tun? Nein. Ja, irgendwo muss ein Nachzeig sein, Jesse, du hast da absolut recht. Bei solchen Spielen ist es fast wert, dass man Chat rechts klar einblenden. Sag ich dir, wie es ist. Kann man noch mehr aufheben? Vielleicht kommen wir mit dem Faden von der Spinne! Nein, doch nicht. Das war zu viel des Guten. Ne. Mal schauen. Wir haben auch eine Hacke. Was kann man mit dem Hacke machen? Vielleicht ist es Nachzeig da in dem Schrank drin, wir brauchen noch einen Schlüssel. a cupboard full of hand. Handarbeitsschrank im ersten Stock. Ja, ich sag ja, aber wir brauchen zuerst den Schlüssel. Vielleicht müssen wir mit der Schwester reden, dass uns die einen Schlüssel gibt dafür. Dass man wieder ohne ankennen. Jetzt pass auf. Ellie, can I borrow the key to your little cupboard? Maybe. I think it'll speed up the search for your lost teddy bear. Really? Catch? Alter, es gibt sogar Dialog-Quests. Also was heißt Quests? Dialog... Oh, leck. Ja, ich sehe uns schon sehr viel Rätseln. Aber ja, macht natürlich Sinn. Cupboard full of hand. Warte. Oh, haben wir sogar mit Ding. Ja, großer Schritt nach vorn. So, jetzt pass auf. Und jetzt können wir das kombinieren mit dem... Teddy bear. Teddy Bear. Teddy's back. Teddy's Time to tell back! Ellie the good news. Nice. Ja, ist geil. Shit zum Singen. Ganz neue Mechaniken im Vergleich zum Hanse. Stark. Teddy Bear! Look who I found behind the hay cart. Ah! Tell Teddy not to play with crowds again. Seine Stimme ist ein bisschen tief für das, dass er wahrscheinlich erst 8 ist oder so. Thank you, thank you, thank you. Ah! Son, come here. Bin mir nicht sicher, ob er hingemacht. Yes, father? Ist Vater. Vater! It's Groß! meant to be a cold night. Be a good lad and chop some firewood. Right away, father. Right away, Vater! Großvater! So, wir müssen zum Holzhacken gehen. Aber was für Holz müssen wir hacken? Ich glaube, ich weiß schon. Haha, da hinten rechts neben dem Scheiß ist ein Holz, also so ein verlassener, anreidiger Baum gestanden. Da! Pass auf, probieren wir so. Na? Na, okay, dann. Oder auch nicht! Bin schon da. Oder warte mal, vielleicht muss ich ausgehen. Warte mal. Vater! Ja! Ja, jetzt da, siehst du das? Den nehmen wir mit. Da liegen mehrere umeinander. Oh, Schmetterling. Wir wissen genau, dass der Schmetterling ist so wunderschön, aber bedeutet nur Stress. Gehen wir mal nach. There's no point going into the woods. There's a felled tree next to the house. Okay. Gehen wir da unten hin. Ah. Kann man irgendwie laufen oder so? Nein. Ist auch nur die vom ersten Teil die Mechanik drin, dass wenn man durch Bladel läuft, das so in Tee fällt. So! This stump is Ja, jetzt passen wir an. Machen wir so. Zack. Und dann haben wir eine Hacke drauf droschen. Muss ich. Ich muss sogar drücken. Ich muss zweimal drücken. that's one heavy axe. Father wants me to grow up to be like Hercules. Just need to carry the firewood into the house and I'm done. Okay, dann nehmen wir es wieder mit. Was mit dem Hacke? Das kannst. Oh, ein lauter Wind. Wo haben das Feuerholz jetzt eigentlich? In der im Hosensack? My mother's diary, the way Father Nee, nicht wieder die ganze... Nein, nicht die ganze Geschichte wieder vorlesen. tried to make Los! Der Tommy hier soll drauflegen. Ach my so. mother's diary, the way we tried to Oder müssen wir mit dem Papp schmerzen? done. Good job, son. Put the firewood in. Put the firewood into I finished chopping the firewood. Now I can take a break. Ja, wir haben heute auch schon richtig was zerrissen. Jetzt sind noch Beto. Ja, das war's Intro. Ich ahne fürchterliches, sag ich dir, wie es ist. Ah ja. Ellie, don't be afraid. I won't hurt you.
Alter, wie das Viech ausschaut. Gefällt mir. It's me, Das Vieh von Martha. Thunder Remember übrigens. how much fun we had playing tag last week? I've come to take you back to your family. I have a present for you. See how the pebbles glow. Oh, ist die Krone das neue Halsbandel? Das kleine Arschlochkind schon wieder. Haben wir mir die umgebracht letztes Mal oder haben wir mir einfach bloß davor gelaufen? Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Teil 1 und Teil 2 was miteinander zu tun haben. Wir haben ja ganz andere Kinder im Prinzip. You'll gain power and become a part of a grand scheme. Come out and try it on. If you don't like it, we'll leave. Na, setz nicht auf, ich weiß genau, was passiert. Alter, der Vater hat ihm sogar in die Brust eingeschossen, schau hin. Das interessiert das Viech nicht. Ja, das war so klar. My whole body feels shivery, but in a nice way. I feel like I'm the queen of the world. I am pleased to welcome you, sister. But you're not the only child in the family, correct? Doch. That's right. I have a brother. Excellent. Where is he? Ich bin... Here. He's right up there. Ja, wieso denn? Okay, wir sind schon wieder zum Fenster aussehen. Ja, das war mir klar. Okay, mir reißt man. Oh, leg mir schnell. Ah! Gimli aus dem Wald hat mich in sein Baum eingezogen, was? Be quiet. Wie schön das zeichnet, das gefällt mir gut. Psst, mach keinen Lärm. My name is Buckthorn. I'm your house spirit. Steht aber Pollum, nicht Bockturn. Pollum ist ziemlich nah an Gollum, sag ich dir, was es ist. I live in a tree hollow nearby, so I'm always on hand whenever I'm needed. Ich wohne in der Mulde neben Ihnen. Du wohnst im Baum! A house spirit? I always thought they only existed in fairy tales. My dear Lars, the world is full of magic, but it isn't revealed to everyone. Here, drink this draught of honeyberry. It will calm you and give you energy. Energy? Who attacked our house? Oh, Lars, something terrible has happened. Evil has come to our land. In the last month, children have been going missing, and forest dwellers have been perishing. Super. Und der 8-jährige Lars darf's regeln, oder wie? With a certain diadem, one little girl's mind was enslaved, and now she's gathering a whole army. A diadem? My sister, she just put it on. Dark magic. Now she's in the service of evil. Martha, Dorothy, and now Ellie. Things are getting worse by the day. The mystery lies in the butterflies. Was wissen They wir? are the ones controlling the forest people's minds while devouring their flesh from within. Disgusting. What do we do? How do we save Ellie? Did Schon wieder you see Ellie. the giant with Martha? Ellie will probably get something like that as a servant. Simply going in and taking Ellie won't work. We need a plan. Go to the town, find my brother. He lives in the tailor's house. He even helps with the sewing and the housework. And he's awfully inquisitive. He's sure to know more than me. Take him some of my very own homemade mushroom cakes. They're his favorite. Und wenn sein Bruder den Schmammerl gefressen hat, ich spüre überhaupt nichts. 2 Minuten später. Was für Schmammerl, Alter? Was war in dem Kuh drin? Ich sag's bis daher. Thank you, Buckthorn. Ich spüre It was überhaupt good to nichts. meet Tu you. den restlichen Kuh her. Danke, Paul. Und es war mir eine Freundin, die kennenzulernen. I'll be waiting for you and Ellie. May the forces of nature help you.
Ja, aber Ellie, wie mit der, ich werde mit Ellie auf dich warten. What the fuck? Ja. Okay, so, wir haben jetzt im finsteren Wald und haben aber wieder ordentlich gefickt. So schaut's aus. So, was ist das? Hoffentlich haben wir gleich in der Stadt. Easy. Das Spiel ist gespeichert. Okay. So, kommen wir da. So, ich meine, das geht vielleicht aus, währenddessen wir vorbeigingen. So, wir werden alles fein so. Ah ja, was haben wir da? The end of the rope isn't being used for anything. Das Ende des Seils sieht gebunden aus. Was sagt der? The end of the rope isn't being used for anything. Kannst du bitte die Muse lassen? Wieso meinen die alle mit Licht aus, wenn ich vorbeigehe? Ich bin nur ein kleiner Bub, hallo. Here. Somebody must have been in a hurry. They left the jack out in this bad weather. Was für ein Krug? Ach, den Krug da oben. Nein, schau, der passt dir aus. Das gefällt mir gar nicht um. Aber schön gemacht. Was machst du? Da ist ein Judging Brief by the gesehen. sign, this is the tailor's house. Schneiderhäuschen. I So, hope they'll be happy jetzt mir to einen see Schwammerl me here. einbauen. It looks like the girls beat me to the tailor's. I need to take a good look around. The house spirit probably hid in time. Der Mieze! Mieze hat einen Schlüssel um den Hals, ich hab's genau gesehen. Das Band tesorieren. Was ist mit der Staunzen? That's one huge claw. It looks like the tailor put up a good fight. Was haben wir jetzt da aufgeklappt? Wir haben doch irgendwas aufgeklappt jetzt. Monster claw pulled out of a beam in Taylor's house. Just thinking about the creature it belongs to gives me the creeps. Cakes made with honey mushrooms. They looked... Okay. Da haben wir noch was. Okay, Faden. Wir haben einen Faden und eine Kralle. Damit könnten wir nähen. Was war das? huge pin. Sicherheitsnadel. Spool of yarn. Arn. Was haben wir da? Here, Teller. kitty, kitty, kitty. Don't be afraid, I won't hurt you. Come down here. Ja, mit Sicherheit. So hat es schon immer funktioniert mit fremden Katzen. Mr. Bierman! Achtung! Welcome to the Squad, Messe wieder Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich die Ehre Bierman. Wer nicht mitmacht, Katzenfutter. Oder auf Schwammerl. So, was haben wir da? Interesting fireplace. Interesting Fireplace. Ja, da ist auch Blut dahinter. Weiß ich nicht. Kann man doch nicht. Kann man ein neues Moor da rein. Da liegt der Geschlessi. Okay. Ich glaube ja, man müsste Miezi was ins Schüsserlei tun. Here, kitty, kitty, kitty. Herr Brabeck, wir haben ja schon wieder so weit, dass ich so im Spey drin bin, dass ich nicht mehr weiß, ob ich es gesagt habe oder mir bloß denkt habe. Die Galaxie befindet sich im Band des Orion. Habe ich es gesagt oder habe ich es mir bloß denkt? Ich habe nur Band des Orion, glaube ich. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn so eine Musik kommt? Ich glaube, ich gehe einfach nur mal raus und schauen wir mal weiter. Da liegt der Brief, wir haben genau gesehen, nimm den Brief. Letter from a wood fairy. Die Waldfee! Addressed to the house spirit that lives in Taylor's fireplace. Adressiert an den Hausgeist am Kamin des Schneiders. Huh? So the house spirit has a hideaway. I hope he got to it in time. Aha! The Taylor's house. The owner has been kidnapped, but I still have hope of finding the house spirit. It should have had time to hide. Okay, dann muss der Hausgeist da irgendwo sein. Canvas made from a very thick material. Ripping it with my hands won't work. Was? Canvas made from a very thick material. Ripping it with my hands won't work. Wir brauchen irgendein Werkzeug dazu, oder was? First try, bitch! Maxi! Welcome to the Squad, ab in den Chat habe ich die Maxi. Die Musik ist gut für uns. Ja, für euch ist die Musik schon gut, das ist mir schon klar. So, kann ich jetzt da zum Hausgeist in den Kamin I eingraben, found oder the was? house spirit's home, but the door is locked.
Mit dem Vorhängeschloss? Was denn? Hä? Geht das so? I found the house spirit's Okay, dann werden wir irgendeine Brechstange oder einen Schlüssel oder sonst irgendwas brauchen. Ja, momentan ist es noch sehr linear, muss ich ganz ehrlich sagen. Alfons mit Shotgun! Merci dir. Küsschen aufs Nüsschen für den Reset. Was haben wir da? Holzbrett! Achso, das haben wir jetzt auch im Hosensack, oder was? Ein altes, aber immer noch robustes Brett. Okay. Miezi hat einen Schlüssel. Ja, going stimmt. further into town. Stimmt, macht Sinn. Die Miezi hat einen scheiß Schlüssel, ich Vollidiot. Aber die Miezi müssen wir irgendwie da oben kriegen. Wie kriegen wir die Miezi her? Schlüssel bei der Katze. Ja, ja, aber die Katze, Gatze. Wie bringen wir die Katze da oben? Der Krug da oben. Weird. Somebody must have been in a hurry. Vielleicht ist es ein Millikrug. Machen wir so. Na. Vielleicht, ja, warte mal, vielleicht kommen wir mit der Stecknadel, was schon, Schloss aufbrechen oder so. Jetzt gehen wir da einmal nochmal zurück, vielleicht hat sich da was verändert seit. Da ist auch ein The Schnill. ends of the road. Hey, im Zweifelsfall einfach mal alle Items durchprobieren, vielleicht geht eins. Also, Kralle funktioniert als Messer. So, jetzt passen wir Obacht. Mit dem Brill aufgegraben, Mr. Freshmark, ja, das war auch meine Idee gewesen, warte mal. Jetzt machen wir mal ganz was anderes. Ne. Eigentlich brauchen wir einen Karton für einen Katze, das ist richtig. Backboss, merci dir, Kuss auf die Nuss. Brauchst die Fliegen, die was da rumfliegt? Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Passen wir Obacht. Mit dem Seil das Ding so oberhauen? Nein, auch nicht. Jetzt probieren wir erst einmal, ob ich es mit der Stecknadel aufmachen kann. Das klingt für mich. Nein, das macht keinen Sinn. Stecknadel macht keinen Sinn. Aber da oben ist auch noch so ein Schrank, geil. Jetzt warte mal. Here, kitty kitty. Warte mal. Ja. Vielleicht kommen wir mit der Staunsen was da, wenn es da sitzt. Die fliegt nämlich die ganze Zeit umeinander und dann sitzt sie sich wieder. Warte mal. Ja. Muffin in die Schüssel legen, habe ich auch schon überlegt. Ist da aber nicht. Und sonst kann man da nichts tun. So, geht schon los! Wie bringen wir die Miezi da oben? So, Stanzen, kannst du da irgendwas? Nein, ich kann da auch keinen Gegenstand benutzen, da passiert nichts. Nein. Sieh mal, kleiner Tipp, kombiniere Stecknadel und Fahr. Ja gut, das macht vielleicht auch noch Sinn, ja. Top. Huge pin. My personal invention. A fishing rod made out of a pin and some yarn. Was? Eine Angelrute? Great idea. If I attach the pin to the end of a spool of yarn, I'll have a rudimentary fishing rod. Was? Und jetzt? My personal invention. My personal invention. Vielleicht kann man da jetzt draus irgendwas machen. Hundertprozentig ist in dem Krug ein Milli drin oder irgendwas. Good idea, but it would be better to hook the mark while on the roof. Was? Gute Idee, aber es ist besser, den Krug einzuhängen, während er auf dem Dach steht. Was? Oder halt ein Fisch für die Katze. Ja, das macht schon auch Sinn. Aber ich habe noch kein Wasser nicht gefunden. Habt ihr irgendwo ein Wasser gesehen? Wo man fischen kann? Ich nicht. Und da geht's nicht weiter, oder? Going further into town doesn't make sense. Da noch sonst irgendwas an dem Korn dort oder so? Nö. Wie war merci die übrigens nochmal? Warte mal. Ja, oder, ja, ich merke schon. Achtung, Folgendes passiert gerade, damit wir mal visualisieren, was gerade los ist. Lissy, gibst du der Miezi was von den Pilze? Dann schwebt es runter, ja, das glaube ich auch.
Könnte man da vielleicht irgendwie, es macht ja mehr Sinn, wenn wir mir auf dem Dach warten und dass wir den Hangelhaken oben, weißt du schon? Kann man sonst vielleicht noch irgendwas kombinieren? That makes no sense. That you want to that I can't imagine how you want to do. I can use this to hook onto something and climb up a little way. Monster claw. Amazing. With this I can hook onto something and climb up a little way. Aha! So, die Frage ist jetzt bloß, wo wir da das Kraxeln anfangen können. Da beim Balkon heute, hätte ich gesagt. Ah, das macht's schon um 1 Million mal 1 Million komplexer, wenn man Items in einem Inventory-System hat, die man jetzt auch noch kombinieren kann. Also das geht nicht. Könnte man dann drin vielleicht irgendwo aufhängen? Gucken wir mal, mir folgendes. Ja, das ist nicht. Da müssen wir schon irgendwie da draußen aufhängen. Die Frage ist nur, wo? Wo ist jetzt da der richtige Platz zum Interagieren so? Nochmal. Good idea, but it would be better to hook. Ja, das frisst er nicht. Langsam wird es verzückt wie Monkey Island. Ja, es ist im Prinzip genau das Gleiche. Bloß halt cuter zeichnet und ein bisschen anders einfach. Betoniert im Boden, dann tappst du gerade 1000 pro Durchbier. Streicherschal am Boden. So, wo kann man da jetzt raufkommen? Gin Tonic schreibt weiter rechts. Das war jetzt auch meine Idee gewesen, dass man da vielleicht irgendwo raufkommt oder so. Aber da ist halt nichts mehr. Ich kann dann nirgendwo interagieren. Nein, Geringe Höhen überwinden. It's got a good hold. I think I'm going to try climbing up. Aha! Sind wir schon da? Da, Steve, noch ein Typ. Kamin. Schnell. Zu spät. Zu spät. It's too far. If I try. Ja, da haben wir das Bredel. Easy. So, und jetzt werden wir einen Krug auffischen. Zack. Jetzt wird gefischt. Und da ist ein Milli drin, ich garantier's dir. Was muss ich jetzt da? Ach, ich muss nach unten drücken. Sehr schön. Kann ich da weitergehen? Nein. Also mehr gibt's da herum nicht. Okay. Okay. Kann man das Bredel wieder mitnehmen? Nein. Und das Ding, das Teil ich gerne wieder mitnehmen, das kann man noch brauchen. Ja, gut, aber so wurscht. So, was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Ein Glas gefüllt mit frischer Milch. Wer hätte es gedacht? Hat der 00 Sherlock Birger hat wieder sauber abkombiniert. Oh, Missy! Here, kitty, kitty, kitty. Come down and have some tasty milk. Tasty milk. Geil! Sagt er nur Poor thing Programming. is scared out of its mind. Es hat sogar Angst. Ja, dann verstecke ich mich halt. Aber wie? Jetzt kommt das Mistviech nicht runter. The poor thing is scared out of its mind. It's even afraid of me. Dann gehen wir halt wieder. Und dann gehen wir wieder. Oh. That's the sound of the police! That's the sound of the police! That's the sound of the meats! That's the sound of my meats! Sehr gut, Speck. Hat jetzt schon wieder 10 von 10. So, was ist. So, Miezi! Brave Miezi! All the scary stuff is over now. Oh. Be a good kitty and let me take this little key of you. Ja, gib mir den Schlüssel jetzt her. Wie geil das ausschlägt. Miezi. Wie schlägt der Miezi auf Schwammerl?
Scheiß Swirl, das ist einfach der beste Effekt ever. So, können wir jetzt I wieder found the reingehen. house spirits. So, Schlüssel ein. Jawohl. Easy. Haben wir schon da. Oh. Oh, Olympische Spiele beim Zwergenkeller. Hello, I'm Lars. Lars. Blackthorn told me to find you. Is he all right? Alter, der blüht aus dem Ranzen und hat bloß noch ein Hagel-Ding. Yes, he hid me when I was being chased, and he told me you could help. I have to save my sister. Something terrible has happened to her. Lars, your sister's mind has been possessed by the diadem. I'm afraid that simply taking it off won't be enough. Blackthorn said Das ist ganz you schön were brutal, brave. überall ist Blut. Well, you're going to need your bravery now. Even my master, the brave tailor, lost his battle against those creatures. He landed a few good hits, but they just got up and attacked again. Plot Twist, das war nicht das Kind und auch nicht das Monster, das war die Miezi. Ja, immer mit der Beute schön spielen eine Viertelstunde lang, bevor man dann langsam genüsslich in die Knochen einbeißt und 2 Stunden verdaut und dann seinem Herrli vor das Haustier hinspeit. Woher ich das weiß? I tried to help, but they slashed me with their claws, and I tumbled down into the basement. Ich sag schon, wir müssen mal How to Miezi machen. Das ist glaube ich auch How to, auf das hätte ich mal noch Bock. It seems the girls are Aus der hunting Sicht von einer boys. Katze. So eine gute Idee. Da kann ich es mal aufschreiben, bitte? Danke. Oh, Mädels sind auf der Jagd nach die Jungs, oder was? Yes, they use them as living cocoons. Was? Turn larvae into new magical butterflies. Das ist also die Geschichte hinter die Butterflies. Die Schmetterlinge kämen aus den Körper von kleinen Buben. Ja, wie denkt in die Geschichte aus, sag mal? Die schaut so super cute gezeichnet aus. Das findest du wie Schwein Harry. The demon himself is harmless. He hides in a cave. Es geht um And einen little Dämon. girls do all his dirty work for him. You need to hurry. Head east through the forest, and there you'll find the cave. Geh doch nicht zum Dämonen in die Höhle ein, bist du besoffen, kleiner Zwergenmann. Oder vielleicht auf Schwammerl, keine Ahnung. But how am I supposed to defeat evil? Ich möchte übrigens kurz mal noch mehr anmerken, die Vertonung ist wirklich on point, ist gut gemacht, gefällt mir gut. Auch wenn es Englisch ist, ich hoffe, da haben jetzt die meisten kein Problem. Ich lasse übrigens immer absichtlich fertig schmatzen und drücke erst dann auf Weiter zum Weiterlesen. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, ich lege erst in die Klasse. Curses. I think he's dead. Wieso ist er nicht? Ist er einfach gestorben. Was du jetzt mit deinem Schwammerkuh? Ich darf da einfach drinbleiben, friss einen Schwammerkuh, das passt schon. Elle is being possessed by evil. Who knows where, and I'm stuck here. Father, I have no idea what's wrong with him. Ob der Pap tot ist oder nicht? Wahrscheinlich schon. Ja, da hätte ich jetzt auch keinen Bock. Lars, keep it together. Keep it together. You're going to find a way to lower the ladder, find the cave, and save your sister. Okay. Okay, wir müssen aus dem Raum wieder rauskommen. Sagen wir jetzt, pass auf. The ladder is too high. I need to find a way to lower it. Okay. Was kann man da hören so da? Was ist das? Aha! Ich hab keine Ahnung, was... Keine Ahnung, was das soll. Jetzt schauen wir mal, was wir da sonst noch so finden. Part of the house spirit's arm has been changed to a prosthesis with a hook on the end. What if this is the key to the way out? Müssen wir mit seinem Arm ausreißen. Das ist richtig. Warte mal. Jetzt haben wir einen Hagel. Eine Prothese Prosthetic mit einem arm Haar. with a hook taken from the dead. Warte mal. Aha! The prosthesis slotted perfectly into the mechanism.
passiert nichts. Hängen wir uns einmal an Oleone, schauen wir, was passiert. Es tut sich nichts. Da tut sich auch nichts. Aber was ist mit der Prothesen? Was ist mit dem Schwammerkuh? Können wir ihm den vielleicht noch geben oder so? Nein. Weiß mir, oh, 8. Können wir da vielleicht? Ah ja. Das hat ja vorher da schon hingleicht. Und jetzt halt. Ah, jetzt warte mal. Komm mal. Ja, genau. Und dann wird er da eingekagelt. Aber was bringt uns das? Das habe ich schon geneist. Also. Warte mal. Ja, da ändert sich nichts. Jetzt ist die. Jetzt warte mal. Jetzt können wir das Ding da umeinander fahren. Wahrscheinlich. Aber wieso? Just why? Das ist nicht das Rätsel aus Scorn. Na bitte nicht, sonst müssen wir abbrechen. Also warte mal, jetzt gehen wir noch mit da. Ob sich da was ändert? Keine Ahnung. Ah! Also rechts um. Jetzt muss man immer wieder ganz zudrehen, sonst kann ich nicht weggehen. Da gehört das Ding auf. Ich möchte jetzt was probieren, kann ich das. Okay, gelb, grün. Jetzt müssen wir erst den gelb iPhone. Ich hab zwar keine Ahnung warum, aber das probieren wir jetzt einfach. Ohne dass wir am besten durch grün durchfahren. Weil, weiß ich nicht. So, gelb. So, und jetzt können wir grün einhängen. Und dann fahren wir zu grün. Das ist. Ich check so einen Zusammenhang überhaupt nicht. Ich sag's freiwillig, wie es ist. Ich check einen Zusammenhang hinten und vorne nicht. Und wahrscheinlich habe ich den ersten Hagel wieder mit mehr Dusl als Verstand irgendwo eingehängt. Aber wird schon passen. Haben wir mir alles. Können wir mir noch irgendwas mitnehmen da? Die Frage ist jetzt, was passiert, weil wenn man durch ein anderes Licht. Alter, der Ritter ist ja mal geil sein. Voll! Aber die Ehre zurück. Another disappearance today. And who do I see at the scene of the Muss ich nochmal crime? vorlesen. Voll, Messe für den Resub. Seltsam, ein weiteres Verschwinden geschah heute und das ist derjenige, den ich am Tatort sehe. Oh oh. Der Ritter schaut, er hätte mal einen Lag, der ihn jetzt skippen sollen. So ist, was ich weiß. That's why I'm here. Let me go. I'm looking for my sister. Es gibt ein Kino. Monsters attacked my house. I managed to escape and now I'm here looking for answers. Er lügt nicht, das ist schon mal gut. Ob der Kini ein Wort glaubt. Misfortunes never come singly. This morning, my sweet, clever princess disappeared. Ist es möglich, dass die Kleine, die unsere Schwester gestohlen hat, seine Tochter ist? Someone crept into the royal garden, tore a maidservant to ribbons, and kidnapped my daughter. Warum habe ich gerade Legend of Zelda Ocarina of Time im Kopf, wo man als Link sie zur Peach, hätte ich fast gesagt, zur Prinzessin Zelda am Anfang einschleichen muss? War's der Link? Link, bist es du? They're attacking the town too. The monsters are being controlled by girls who are possessed by evil. You are better informed than my advisors, boy. Who are you? Ja, ich hab mit kleinen Zwergerl auf Schwammerl geschmatzt, ich weiß alles. Your Majesty, my name is Lars. I'm the son of a humble huntsman. All I know is that the evil creature giving orders to the girls is harmless, and it is holed up in a cave somewhere. I'm going there to rescue my little sister. Your words and deeds are worthy of respect, and you are not lacking in courage, I see. I'm willing to do anything for my family. I beseech you, find my daughter. I will grant you half a kingdom. Whatever you want. You have my word as king. Wir kriegen mal halbwegs Königreich! Aber das Königreich da hinten, da wo das Licht nicht hinfällt, das kriegst du nicht.
weiß ich nicht, du hast einen 2 Meter großen Ritter Kunibert da unten stehen und ich als 8-jähriger Bub soll jetzt zu dem Trottel in die Höhle eingehen. Das ist dein Ernst? Bist du für Kine? But Ja, genau, aber... Here, this is her portrait. Please, boy, find her. Boy! Da wo ich 8 Schritt braucht der Kunibert 2! My carriage is waiting outside. I'll take you as far as the forest. Time is of the essence. Gerade dass der Kini ihm jetzt kein Gürtel nicht gegeben hat und sagt dann, mein Kutschen steht draußen, die fahrt in den Wald. Okay. War noch relativ einfach, kriegen wir noch hin. So, und jetzt muss ich allein. Go, find my little princess. Ja, kann man so machen. Good. Always conquers Es ist der König Maki. Geh und finde meine kleine Prinzessin und denke daran, das Gute triumphiert immer über das Böse. Ja, aber wieso gehst du da nicht selber, Super Tough King? okay. Gerade, dass nicht nur hinten steht. Okay. Bye. Ah, stark. Stark. Was da? Skop frei! Merci für die Mitgliedschaft. Achtung, Tröte. Mit der Tröte um den Anus kreisen. Das war das verzweifelste, okay, das ich seit langem gehört habe. Skop frei, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Off with you. Great deeds await. Was? Also, der Kini steckt doch da, der Kini ist doch der Besi, das sagt er ich. Der schickt doch keinen 8-Jährigen in Wald zum Tochter fangen. Finden. Fangen, finden, stay. Okay, leg mir am Arsch. Wait. Many dangers lie ahead of you. Here, take my dagger. It's danger to go alone. Here, take this. Oh, was sind das schon wieder für komische Geräusche? Thank you, my king. Okay. Super. Warte mal. The king asked me to rescue the princess and gave me a pencil sketch of her. Für euch zum Zuschauen, der Text, der da unten steht, den lese ich jetzt nicht mehr vor, das liest er immer vor. Wenn ich länger ein Item anschaue, dann lass ihn fertig schmerzen. Herr Weidner, absolute Zelda-Vibes, wenigstens gespannt. A dagger gifted by the king, a true treasure. The handle is encrusted with rubies and the blade is Das gilded. merken wir uns einmal, der Griff ist mit Rubinen und die Klinge mit Gold eingelegt. Ja, Rubine, Gold und ein vom König geschenkter Dolch, sehr wertvoll. Vielleicht müssen wir im Wald drin irgendjemanden bestechen. Kapitel 2! Schritt ins Ungewisse. Ja. Vogel! Kann man wieder nichts da. Kann ich nicht abstehen. Und da ist ein Schwammerlbrunnen. So, schauen wir mal. Das ist also das Erste, was dem 8-jährigen Burm einfällt, wenn er in einem finsteren, gruseligen Wald ist, wo alles benebelt ist und die Muse und überhaupt und so. Und das Erste, was er tut, ist... Okay, alles klar. Macht Sinn. So, schauen wir mal, kann man irgendwas... Wir werden einfach immer... Oh, Beserbahn, ganz Beserbahn. Da, oh, da ist was eingegraben, da brauchen wir Schaufel. Strange. Someone's been digging in the... Umgegraben worden. Können wir da unten ein Schwammel-Ding Strange. einbauen? Das Schwammel wachsen lassen. Das haben wir auch schon mal gehabt. Ja, da haben wir, was ist das? Eine Birne? Noch ein Vogel! Was ist das? A heavy fruit similar to a pear. Eine gewichtiger Hinweis, die ist offensichtlich schwer. Eventuell müssen wir noch was Strange to see da. such a fragile little tree in the middle of this gloomy, imposing forest. The fruit is too high up. I can't reach it. Warum habe ich da schon wieder, jetzt gibt's gleich aufs Maul Vibes A und der Schmetterling sinister einfällt. idol frozen in an unnatural pose. Although it does blend in perfectly with the creepy surroundings. Fruchtige Früchte, die nehme ich. Herr Binder! Kriegst du eine Privattröte, pass auf. Merci für die Mitgliedschaft. Leute, ihr seid wieder Mitglieder Montag. Was ist da los? Kuss auf die Nuss, danke dir. Welcome to the squad. So, wenn jetzt da der Schmetterling, ich habe eine ähnliche Situation haben wir in Teil 1 schon gehabt. Weiß ich, da die das nicht mehr wissen, ist eh klar. Der wird jetzt sagen, gleich lebendig und frisst uns wahrscheinlich 15 Mal. Gehen wir mal rein. It's so dark. Aha, da brauchen wir noch erst einmal. Was haben wir da?
There's an old lantern hanging above the table. Pass auf, warte mal. Schaut also ein bisschen aus wie diese Glühkartoffel, die da überall angelegt. Schauen wir mal. Also, ja, da ist so eine Art Zahlenschloss. Da ist ein Vorhängeschloss dort, aber man sieht halt nichts. Ja gut, müssen wir vielleicht am Haus einmal vorbeigehen. Schauen wir, was passiert. Okay. Gehen wir wieder aussehen, gehen wir mal vorbei. Schauen wir, was weitergeht. Wir müssen auf alle Fälle etwas Licht finden. Haben wir es schon gefunden? So, das ist die Frage, wie man... Ah, was ist da? Nein, lass mich, du isst mir jetzt nicht, bitte. A weird branch on a hinge and some small hollows. Und eine kleine Mulde. A weird branch. Ne. Wann darf ich jetzt endlich jemand mit meinem Schwammerkuh... Aber warte mal. Ah, Hätte ich da jetzt was da sein? Okay, er kommt nicht raus. Was ist das da? A weird branch on a hinge and some small hollows. Gehen wir da noch? The bridge is broken, but there's no other path. No other path. Haben wir mir irgendwas, wo wir... Da ist ja wieder der blaue Vogel, der ist vorher auch dort gesessen, ob der irgendwas zum Sagen hat. Der Archikopf Money. Hebel! Ja, ich kann den Hebel nicht betätigen, Kinder. Dann probieren wir mit Items durch. Ja, ich kann den Hebel nicht betätigen. Wenn ich hingehe, sagt er nur, ein ungewöhnlicher Klauer, kleine Mulde. Irgendwas muss also in die Mulde ein. Stor vielleicht? A sinister eye. Strange seed. Ist das? Was ist das? Strange seed. Figurensaatgut. A sinister eye. Man muss nicht in die Figur eintun. Aber für das haben wir vorher da was umgegraben. Jetzt bei so Wacht. Strange. Someone's been dig. Das wird ja nicht langweilig. Man. That isn't going. Not that makes. That not. Ja, es hängt ja da nur eine zweite Frucht, aber da können wir nicht auf. It's strange to see such a fragile little tree in the middle of this gloomy, imposing. I need a good reason to chop off a branch. Ja, ich hätte gern die zweite Frucht, den zweiten Samen, dann hätten wir 2 Samen für die Mulde. Hashtag Samen in die Mulde! Nivea Ketchup. Aber probieren wir es mal mit dem einen Samen. Vielleicht kann man ja dann den Habe heben. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, machen wir so. Aha! Auf das hätte ich gewartet, dass... Ja. A weird. Da drückt man jetzt einmal so oft, vielleicht passiert was. Ja. Oder so oft drücken, bis er da glänzt und dann nochmal klopfen. Vielleicht. Warum auch immer. Das ist das Einzige, was jetzt, wo ich da irgendeinen Zusammenhang herstellen kann. Nochmal. Nein. Und jetzt ist der nächste, oder? Ja, genau. So. Jetzt pass auf, jetzt klopfen wir. Was kann das bedeuten, dass das... I can't imagine.
Vielleicht möchte der Orkel halt Mani einen Schwamm. Ja, vielleicht mag er einen Schwammerkuh. Tatsächlich! Ha! Und jetzt lass dir das Ding aber fallen. Lass fallen! Super. Da halt Mani. Vielleicht wird es halt, wenn man am Habe umeinander würtelt. Jetzt nehmen wir mich nochmal so lange umeinander, bis wir wieder bei dem einer goldenen Ding sind. Vielleicht fällt es jetzt oben, aus welchem Grund auch immer. Leg den Kuchen rein. Ja, da hab ich gerade gemacht. Dabei jetzt nicht drauf gekommen, dass wir da. Das habe ich ja euch dabei. Das macht keinen Unterschied. Ja, die Frage ist aber halt jetzt. Warte mal jetzt. Ich brauch was! Das Teil bleibt jetzt zur Zeit offen. Ja, aber was soll ich da jetzt? Das stimmt. Das Teil bleibt der Zeit offen. Wo kriegen. Warte mal. Den Samen da wieder rausgreien. Bringt's de. Was passiert denn, wenn wir mir drucken? Also Hebe betätigen, währenddessen das Ding off ist. Was passiert dann? Und wie viel schaffen wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 schaffen wir. Conny! Welcome to the Squad. Danke für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Vielleicht musst du die Tür aufmachen lassen und dann so ziehen, dass die große Kugel wackelt. Das war jetzt also meine Idee gewesen. Das probieren wir jetzt nochmal. Das war ein wenig komisch. Da 1, 2 und jetzt ist die nächste, die goldene. Nein, es passiert aber nichts. Nein! Jemand schreibt zurück zur anderen Birne. Schauen wir uns die nochmal an. Da vielleicht irgendwas machen? Nein. Hey, Sin, Nein, haben wir schon gehabt. it's strange to see such a fragile... Sorry, little tree, but I need your fruit. Natürlich, weil er vorher gesagt hat, er braucht einen triftigen Grund dafür, den Baum abzuschneiden. Und den hat... Ja, ich sehe. Ja, das ist schon ein bisschen mehr wie beim letzten Mal, wo man da zusammen fabrizieren muss. Haben wir schon! Sauber gemessen! Karen Beat Knife. So, rein mit. Halt, stopp, jetzt pass auf. Diesen hier, Samen raus. Samen rein. So, und jetzt, wenn ich da ziehe. Warte mal. Mal aufmachen lassen und dann rechts ziehen. Vielleicht jetzt das Leichten auf das Ding ziehen. Dann ist lang genug offen, dass ich um mich gehe und am anderen Hebe ziehen und vielleicht fällt es dann runter. Warum auch immer dann, aber da kann ich auch schon wieder keinen so einen Zusammenhang herausfinden, aber das kann ich schon nicht seit Simon the Sorcerer 1. Ich gebe meinen Samen in die Mulde und betätige den Hebel mehrfach. Aha! Easy! Bleh. So, und schauen wir Leid. Schauen wir das Haus Leid in der Bude. Brudi gibt Leid in der Bude. Sind wir schon unterwegs. So, rein in die Bude. Und dann machen wir diesen hier. So. Bling, bling. So! Wenn der Move kein Like nicht wert war, dann weiß ich es auch nicht. Schaufel. Was haben wir sonst noch? Punkt. Dreieck. 2. Stern. Viereck. Punkt. Okay.
Looks like a storeroom. There's a heavy lock on the door. Mit einem gewichtigen Schloss. Okay, können wir da irgendwas tun? Bringt uns die Melodie vielleicht weiter. Warte mal, nochmal. Schreibt da mal jemand mit, schnell. Zwei, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Zwei, da ich jetzt mal da interpretieren. Dann das Viereck. Das 4. Eins ist der Punkt. Und 3 ist das Dreieck. Oder wenn das jetzt stimmt. Easy, oder? Fucking Sherlock Holmes. So, was haben wir da gekriegt? Bottle of living water. Living Water. Ja, absolutes Pro-Gaming. Spätestens jetzt ist es ein Like wert. Ja, ab jetzt ist keine Bettelei mehr um Likes. Und wer sich übrigens wundert, wenn auf dem Video bloß, weiß ich nicht, 50 Likes drauf sind, es sind schon mehrere. 6 aber erst, wenn du aktualisierst. So, zur Statue gehen wir rein. Da die Rüpelrätsler. Der kriegt Code. Jetzt gibt's Erde in die Scheide. So, jetzt pass Obacht. Jetzt müssen wir schaufeln. Erstmal schaufeln. Oh Gott, haben wir jetzt ein grob ausgeschaufelt wahrscheinlich. Geschaufelt, oder? Natürlich. It would have been foolish to expect a chest full of treasure. But a skeleton? Da hat ein Schlüssel dran. Wir werden das wieder sein. Hat jetzt der 8-jährige Bub. Das ist aber ein Kinderskelett, hä? Das ist aber ein Skelett in Kindergröße, Freunde der Sonne. Alter, 2015 ruft an und will seine Moves zurück. Ja, 2012. Hallo, ich bin Boomer mittlerweile. Da müssen wir einen neuen Move erfinden, der geht so. So, und das ist der neue. Können wir übrigens auch ein Bier zu einführen. Schon vorbei. Wow, a whole wooden troop. Hello? Ich mag die nicht zum Leben bewegen. Aber ich fürchte, da wird's lebendige Wasser rein müssen, oder? Irgendjemand hat geschrieben, da war noch was im Haus. Was ist denn noch im Haus? Da ist noch eine Säge, kann man die nicht mehr? Nein. Kann bloß rausgehen und sonst nichts. Lass mich raten, lebendiges Wasser. Wenn mich der jetzt umbringt. Das war's offensichtlich nicht. The idol could help me out. I just need to find a way to breathe life back into it. Ich meine, das vielleicht anhand von denen. Ah, tatsächlich, da ist noch was. There's a diary. Looks Tagebuch. like the owner wrote in it regularly. Ich bin da vorbeigegangen, ich hab das Symbol einfach nicht gesehen. Der Hüttenbesitzer hat Notizen gemacht. Oh mein Gott. Es ist völlig untypisch, beziehungsweise ein Tagebuch zu fahren, aber es muss in den letzten Ereignissen, die mir widerfahren waren, mal aufschreiben. Gestern Abend hatte ich in der Kneipe The Drunk Dragon in das Glück, ein Gespräch mit einer äußerst marmorierten Gestalt zu führen, die eine Vielzahl von Bademänteln... Was? Die in eine Vielzahl von Bademänteln gehüllt war? Was? Aber denen ein kaputt... Ist das geht, da gibt es ja wieder kein Ö und kein I und so weiter. Aber denen über denen ein Kapuzelmantel lag. Plötzlich setzte er sich zu mir an den Tisch, gab mir einen Drink aus und begann ein Gespräch.
Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, nur 2 blaue Pupillen leuchteten aus der Dunkelheit. Es erzählte mir, dass es in Ultugsee lebendiges Wasser gibt. Alles klar. Das nicht lebenden Dingen Intelligenz und die Fähigkeit zur Bewegung verleihen kann. Alles, was ich tun musste, war, gute Holzklötze, saubere Klötze herzustellen, die schließlich meine treuen Diener werden würden. Im Gegenzug verlangte er nur, dass ich ihm eine Statue als Bezahlung für seinen Rat gebe. Diese Geschichte hat mich die ganze Nacht wachgehalten. Ich habe bis zum Morgen... Das ist aber auch die undankbarste Schriftart auf diesem ganzen Planeten, Alter. Ganze Nacht wachgehalten und ich habe bis zum Morgen gewartet, um mich auf die Wanderung vorzubereiten. Der See sah ganz normal aus und nachdem ich mich bzw. meine Naivität gescholten hatte, wollte ich gerade nach Hause gehen, als ich einen seltsamen Schimmer über das Wasser wandern sah. Als ich mit ein paar Flaschen lebendigem Wasser zurückkam, machte ich mich sofort an die Arbeit. Ohne Schlaf und Ruhe nach ein paar Tagen Arbeit hatte ich meine erste Statue fertig. Ich spritzte etwas Wasser auf sein Gesicht und wunderte mich aber die plötzliche Veränderungen in den schroffen und leblosen Gesichtszügen meines Holzkindes. Ihre Augen leuchteten auf und das Erste, was er sagte, war: Hallo Vater, ich bin bereit zu dienen. Er sprach, bewegte sich aber nicht. Okay! Ja gut, hilft nicht, müssen wir durch. Ich dachte, ich hätte vielleicht einen Fehler im Entwurf gemacht und machte einen anderen, aber auch hier war das Ergebnis das gleiche. Ich fing an, mit der Form und dem Holz zu experimentieren, aber alle meine Bemühungen waren vergeblich. Sie konnten zwar sprechen, waren aber immer noch unfähig, sich zu bewegen. Meine Arbeit war zum Stillstand gekommen. Nächster Tag oder was auch immer, später auf alle Fälle. Und ich war ziemlich verzweifelt, als es an meiner Tür klopfte. Auf der Schwelle stand derselbe Fremde. Er war ganz traurig zu hören, da geht er vor mir wieder, dass das lebendige Wasser aus dem See seine frühere Kraft verloren hatte und nur noch Vernunft schenken konnte. Für den nächsten Schritt muss ich zum verfluchten Schakaltonsee gehen und aus ihm das tote Wasser schöpfen, das die Statuen bewegen wird. Nachdem ich alles zusammengetragen hatte und ich für die gefährliche Wanderung brauchte, machte ich mich auf den Weg. Der See begrüßte mich mit einem unheimlichen Dunst und je näher ich kam, desto mehr wurde alles um mich herum in Dunkelheit getaucht, durch die ich ein unheimliches Flüstern in einer mir unbekannten Sprache hören konnte. Und dann fühlte ich meinen Fuß in den See treten. Okay. In schwarzen Nebel gehüllt zog ich blind links die erste Fiole. Doch als ich nach der zweiten griff, wurde das unheimliche Flüstern immer intensiver. Ich fühlte mich, als ob etwas Großes und Unergründliches seinen Blick auf mich gerichtet hatte. It's Wednesday, my dudes, Frosch. Na, halt, stopp, andere Richtung. Ich begann zu spüren, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich begann zu spüren, dass ich eine Kontrolle über meine Muskeln und meinen Willen verlor. Ich weiß nicht, was mich an diesem Tag gerettet hatte, aber ich schaffte es, mich zu konzentrieren, stürzte schnell davon und rannte, bis meine Heimat am Horizont auftauchte. Das tote Wasser, das ich während dieser gefährlichen Expedition gesammelt hatte, hatte den Statuen Kraft und die Fähigkeit gegeben, sich zu bewegen. Sie dienen mir treu und helfen mir jetzt bei meiner Arbeit. Das ist im Prinzip eine 3 Seiten lange Geschichte, dass wir zu dem lebendigen Wasser nur das tote Wasser brauchen, aus dem See von rechts. Wir waren im Wald, als es stark regnete. Offenbar hatte das ganze tote Wasser aus den Statuen herausgespült und sie waren in den Posen, in denen sie gewesen waren, eingefroren. Zum Glück hatte ich noch einen Vorrat an totem und lebendigem Wasser, um neue Helfer zu machen. Das nächste Mal musste ich besonders vorsichtig sein und Vorkehrungen zum Schutz treffen, denn ich wollte nicht noch einmal zu verfluchten See zurückkehren. Ne, andere Richtung. Okay. So. Ab zum See! Aber die Frage ist jetzt, was zur Hölle der mal am See? Herr Doktor! Hauptsache die Geschichte ist klar. Iron Obi! Die hab ich einfach übersehen, was da los?
Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft. Sorry, 9 Minuten zu spät, ich hoffe, du bist noch da. So, Like da lassen und ich hau mich in den Nachschausquot. Habe die Ehre. Verdammt! Jetzt habe ich noch übersehen. Jetzt hast du mich mit Sicherheit. So, The bridge is broken. die Frage ist, können wir die Bridge irgendwie richten? Wir haben ja die Schaufel immer noch, nachdem wir die Leiche ausgegraben haben. That makes no sense. That makes no sense. Bottle of lip. Die KIs klauen unsere Jobs. Herr Weidner, absolut richtig. Noch nicht. Geht das da immer noch? Tatsächlich. So, die Tatsache, dass das da immer noch funktioniert. Ja gut, aber was wollen wir von dem? Also der Translator gehört verprügelt und ich tue mir mit der Schriftart zu hart zum Lesen. Also das ist das allerletzte, wenn er Ehre ausschaut wie ein Z und lauter so ein Scheiß. So, okay, jetzt pass auf. Wenn ich meine Füße ins Wasser halte, ist es danach tot. Jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen, so ein bisschen. Gehen wir da noch mal rein? Haben wir da ja hinten noch mal? The idol could help me out. I just... Ja, das haben wir ja schon alles gemacht. Jetzt können wir mal mit der draußen, können wir das auch mal probieren. Vielleicht kann ja die noch was, vielleicht hat die noch totes Wasser in sich. Nein. Doch! Haha! Oh, nicht hauen! Thank you, boy. Boy. Now I can speak again. Ja, aber ist aber sehr nah dran an. Boy. Who are you? Who are you? I am but a part of the great sycamore tree, transformed by my creator into a form in its Boah, image. es ist fast halb 10, ich leck mich doch am Arsch. Brunneneimer, den habe ich schon auch noch im Kopf. Humperte. Life dwells within trees, rocks, and every blade of grass, but we are usually not in a form that allows us to converse with humans. Here I am again, among your kind, so my journey is not yet at an end. Your creator, is this his house? No, he departed this world long ago. Das der den ausgegraben haben wahrscheinlich. Another cabinet maker lived here. He disappeared around a year ago, by my reckoning, though I may have lost track of time while I was standing here. That's sad. Ja, was bringen wir das jetzt? Boy, I can see you're lost. Help me, and I will lead you out of the deep woods. Ich darf wissen, was rausgeht, einfach noch links laufen. Sprinkle that water on me, so that I may walk again. Where can I find it? The owner feared to keep it in the house, so he stored it in the earth next to a fragile little tree. Aha, graben wir mal den Baum da aus, der die vorschlagen. Haha! Totes Wasser! Ha. Und wer sagt mir jetzt eigentlich, dass mich er nicht umbringt? Have you found the dead one? No, I'm still looking. Sollen wir das wirklich tun? Mach nicht sterben! Steve! Was ist denn heute? Ihr seid wieder Mitglied am Mondog. Steve! Thank you, boy. I suppose you know too much now. To avoid any problems in the future, Ich hab's doch I gesagt! will have to kill you. Steve, Privatrütte, ich muss glaube ich laufen, keine Ahnung. Echt jetzt? Das ist der Bud Spencer aus Holz, keine Ahnung. Dopf ist dopf! Ich hab's sogar noch gesagt! Wer sagt mir, dass wir den nicht umbringen? Du Affenarsch, Mistviech! Scheißdreck kriegst du mein Wasser! Schaust lang, kannst du Arschloch! So, wird aber nicht recht viel besser sein, wenn ich den zum Leben weg, oder? It should work. That is, of course, as long as the diary wasn't just the mad script. Nicht bonken! I am ready to serve a new master. Ich bin Master! Und jetzt?
der läuft mir jetzt nach. Okay. Was kann ich mit dem tun? Hä? Ach, das haben wir ja gerade gelesen. Okay. Ah! Hau mit dir! Hau den! Mann kaputt! Jetzt gehen wir erst einmal zurück zum Brunnen, da muss es auch noch irgendwas geben. Gehen wir erst einmal. Da kannst du den da mal wieder eingraben. Nein. So, da muss. Achtung! Oh. So. Naja, gut. Vielleicht kann er uns eine Brücke. Kann er uns an der Brücke irgendwie weiterhelfen? Kann man da noch irgendwas tun? Nö. Warum hat denn er da auf einmal rote Augen? Das gefällt mir auch überhaupt nicht. So wie das ist. Wie kann ich dem irgendwie Befehle geben? Ne? So. Ey, Baumstumpf, ich spring jetzt auf deinen Kopf. Ja. Trag mich um mich. Muss ich da jetzt 3 von den Typen holen? Muss ich da jetzt alle rausholen? Sag ich das richtig? Und wahrscheinlich den letzten irgendwie einlocken, den rotaugigen Teufel. Okay. Ja, es sind halt genau 3 da drin, gell? Ja. Kann ich nicht gleich alle mitnehmen? I am ready. Kann ich nicht... Muss ich das jetzt einzeln machen? Ja, da war ich letzte Woche schon sehr nachsichtig bei sich eine halbwegs künstlich in die Länge gezogenen Abschnitte. Es ist in Ordnung. Was ist jetzt überhaupt richtig, was ich da tue? Keine Ahnung. Jetzt gehen wir ein wenig schneller da! Der Pinocchio Sepp befiehlt dir, es muss schneller gehen. Es muss auch ins Wasser eingeschubst, du Arschloch. What is my purpose? Du wirst zerbrückt! Du Stickel heute Scheißdreck! Oh no! Sprenge. Sehr schön aufpasst. What is my purpose? Haben wir's schon! Ihr müsst mich übrigens daran erinnern, wenn es Szene ist, müsst ihr den Chat voll spammen. Sag ich dir, was es ist. Wenn wir uns noch No Rest for the Wicked anschauen sollen. Falls ihr es sehen mögt. Gibt's ein bisschen. Ist es eine Besänfung? Es ist eine Besänfung. Ja, es ist eine Reaction. Wir schauen uns miteinander was an Video. Halbgeschnitzter Pinocchio. Ja, ich bin der Pinocchio in echt. So, schneller! What is my purpose? Du backst Kuchen in Palworld. Oh no. So, eine mit dem Schund. Okay. Blauer Vogel! Hab ihn schon gesehen. You have served well. Rest in peace now. Mach Abstimmung! Oh, keine Zeit für Abstimmung. Weißt du, was wir machen? Wir machen eine Abstimmung. Wenn Sie eine Abstimmung wollt, machen wir eine Abstimmung. Es ist noch immer nur schade, dass ich das nicht direkt da rausmachen kann. Das ist sehr schade. Achtung, machen wir so. Achtung. Schaut überhaupt nicht. Umfrage starten. Schauen wir uns um 10 kurz No Rest for the Wicked an. Fragezeichen. Umfrage starten. Ja, nein. Im YouTube-Chat seht ihr es jetzt. Ich werde in genau 3 Minuten nachschauen, wie es ausgegangen ist. Wenn ihr mit abstimmt, der ist raus. Der ist raus! Blumis. Ich will was mitnehmen und ganz viel Vogelgezwitscher. Und der blaue Vogel hat auch noch was zum Sagen. Ich sag das, was es ist. Da haben wir so ein Katzelloch, ich hab's genau gesehen. Machen wir eine Abstimmung, ob wir eine Abstimmung machen. Das ist eine gute Idee. Wieso auch immer das Tier automatisch aufgeht, ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen. I'm starving. Decent folk must live here. I'm sure they won't mind if I ask for some bread. I could do with the energy. Wenn er schon sagt, da wohnen nette Leute, dann
I heard a noise at the window. Is somebody knocking to come in? Boy, das stinkt dermaßen nach Hänsel und Gretel, Traum und Lauf. Hello, Granny. I've been wandering in the forest all day and I'm exhausted. Could I trouble you for a small piece of bread? Come in, Ja, freilich, boys. komm rein. Eat, rest. I won't do you any harm. Iss in Ruhe, ruh dich aus. Ich tu dir nicht zu schaffen. Okay. Das Gesicht von der Alten sagt alles. Und oh, sie hat schon wieder einen Schlüsselbund an der Schürze. Ich weiß genau, wo das endet. Oh Gott, ich weiß genau, wo das endet. Ich laufe einfach wieder. Ach, fuck off. Come in. I have delicious pies. Eat up. Alec, das stinkt dermaßen wie im ersten Teil. Da ist auch der Schlüssel da. Und da liegen Knochen im Eck. Ah! Nicht! Nicht schon wieder Bomben! Ich hab's doch gesagt. Ah! Runter von meinem Grundstück! What? Ganz massive Hänsel und Gretel-Vibes. Oh mein Gott. Übrigens, es sind 1300 Leute da herin. Und wir schaffen bloß 300 Stimmen in der Abstimmung. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Hey, Druck guys, jetzt what's gefälligst going auf on? Ja oder Nein. Wir schauen uns ein Video an. Ah, ein neues Spiel kommt am 18. April. Das ist der Plan. Wer nicht weiß, was No Rest for the Wicked ist. Hey Leute, was ist los? Ich glaube, die alte fette Kuh, die möchte uns essen, ja, und wenn ich den Haufen Dreck da hinziehe. Isn't it obvious? We're sunning ourselves while we wait for lunch. Right, and we are lunch. Also, die eine Kinderstimme ist zu jung und zu cute und die andere ist zu erwachsen. What do you mean? I mean what I said. There'll be soup, casserole, and pies, not made from pork, but from children. They're on a diet right now. Clearly, Jens really was seriously ill. Der Jens! Der Jens war krank. What are you talking about? There was another boy with us, Jens, all plump and rosy-cheeked. Ist der Jens zufällig jetzt da rechts hinten im Fassel neben dem Scheißhaus von der Hex? They noticed his right meaty flanks right away. The very first night, he was put on a spit and roasted. But they didn't know that Jens had been sick. They were suffering for days afterward. Then we see the old woman carrying squirrels out of the forest. They must be having squirrel soup to settle their stomachs. But as soon as they feel better, they'll kill us and cook us in a stew. Unangenehm? Ich mag kein Eintopf sein? Klar, Bub, geht das in beide Richtungen. Ja. Was haben wir mir noch dabei? Ein Beutel. Das machen wir jetzt einmal nach rechts. Ich weiß nicht warum, aber das machen wir jetzt einfach mal nach rechts. Aha! Werfen wir das Scheißhaus um! Nein, das geht nicht. Dann probieren wir es nach links. Mehr Optionen haben wir nicht. Liegt denn da so rum? Vielleicht muss man öfter ohne, so. Bis es umfällt oder irgendwas passiert. Ah. Aha! Easy! Bitte schön raus da! Ihr zwei Affen! Hold on. I'm not going to abandon you. Oh, natürlich, wenn wir der große Held. You're good. You only just got here and you're already free. The keys to the cages must be somewhere in the house. Ja, an ihrem Schlüssel, an ihrem am Hosenbund. The witch never lets them out of her sight. She always... It's no use. Save yourself. Forget about us. Niemals! Not a chance. I'll think of a way to save you.
Das kriegen wir schon. Die alte Hex, die, weiß ich nicht, die schubst mir. Was ist denn aus dem schönen Haus geworden? Just standing here and breathing in the stench is unbearable. If I go inside, the stink might... Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. So, wir nehmen alles mit, was... Okay, merken wir uns einmal, da stinkt's wie Sau. Und es kann uns von innen vergiften. Dann können wir so da drin Text umbringen. Da haben wir... Oh, da haben wir Bladel, das schaut gut aus. Au! Ow! The leaves burn and stink. I can't pick them with my bare hands. Okay, Bladel, die brennen. Thorns everywhere. The creepy plant has surrounded the house like a protective barrier. Okay. Haben wir da in das Haus irgendwie rein? Ja. Oh, mein. Oh! Da schlagen wir es mit, weiß ich nicht. Was haben wir da so? Da haben wir was. Was haben wir da? Was war das? Colorful watering can. Okay. Eine mehrfarbige Gießkanne. Warum auch immer die mehrfarbig ist. Stinkt schon wieder nach einem Rätsel. Was haben wir da? Unusual watering can. Und ein normale Wasserding, okay. Was können wir da sonst noch aufgreifen? Da haben wir noch was. Table with a locked drawer. Brauchen wir einen Schlüssel. Und da hinten haben wir noch was. Was war das? Gloves made from rough leather. Ah, das sind also Handschuhe sein. Ein bisschen schwer erkennbar, muss man sagen. Aber jetzt können wir die Bladel von draußen nehmen. Vielleicht können wir das Geschloss damit aufbrennen. I need to find something to carry it in. Otherwise the leaf will burn me through my clothes. Okay, dann brauchen wir einen Behälter für die Bladel noch. Und dann können wir damit vielleicht die Schlösser von den Kindern aufbrennen oder... Na, okay, das ist auch Blödsinn. Das ist auch blöd... Nochmal. Just standing here. Ja, das wird nichts helfen. Gut, schauen wir weiter. So, jetzt wird's zum Sterben. So, und ich schau mir mal wie ist die Umfrage ausgegangen, Kinder. Schauen wir mal. Ja, sagen 70%. Haben wir schon. Ich finde es ziemlich interessant, dass so viele Leute Nein sagen. Gut, dann hören wir um 10 Uhr auf. Servus! Sehr interessant. Das ist neu. So, jetzt schauen wir erstmal weiter. Ums Haus rundum. Okay, man kommt links rein und man kommt rechts rein. Gehen wir mal links rein. Nehmen wir den Schlüssel. Der hat einfach keine Haxen mehr, der alte Motherfucker da oben. Schauen wir mal, was wir sonst noch klauen können von da herunten. Und da haben wir es schon. Ab in den Chat. 2 Zeilen. Gelb, grün, blau, rot. Und Mond, Spinnennetz, Heigabe. Ja, das müssen wir uns merken. Das ist 2 Text. Da hinten liegt mein Dolch. Ich hab ihn schon gesehen. Was ist das da? God, this place stinks. Oh, die alte Kind! Himmel hackt! Scheiße, Mann, die geht da oben. Und okay, der alte Win. Kannst du mich da sehen? Nein. Okay. Weiter. God. Was? God. Da stinkt's. An old chair. Like everything else in this creepy house. Okay, da kann man nichts tun. Den Dolch nehmen wir mit. Und der Vogel! Ah, jetzt haben wir da mal aufgemacht, okay. So. Wir brauchen mal einen Behälter. Kann ich den von ihr da oben, da ist ein kleines Schüssel oben daneben. Da müssen wir jetzt einmal schnell warten, was sie so tut. Um ihren Ablauf zu... Kommt sie jetzt wieder runter, oder? Ja. Wissen wir uns. Sobald es ihm die Suppen bringt, glaube ich. Und solange wir mir in dem schwarz abtrennenden Ding stehen, dann sagt es uns nicht. Ansonsten werden wir wahrscheinlich einfach sterben, da werden wir auch nicht davor laufen kommen. Pass auf, jetzt holst du die Schüssel. Das probieren wir jetzt einfach. Das ist jetzt wieder ein bisschen Try and Error. Also pass auf, wenn es vorbei ist. Warte mal. Weiter gehe ich jetzt nicht hindrehen. Das war ich. Probieren wir sofort mit der Schüssel. Easy.
Jetzt versucht. Machen wir so. Jawohl. Jetzt haben wir das Zeug da drin. Achtung. Kolben und... Mortar and pestle. Was? I can't imagine that make that you want that. Das sollst nicht... Ow! The leaves. Das kann man öfter mal. I think that's enough leaves. I need to grind them down and see what I get. The powder burned up right in front of me. I need to look for a recipe in that old witch's house. Otherwise, this will all be a waste of time. Okay, ein Rezept bei der alten müssen wir finden. Wir haben wieder 4. Es sind immer diese Rätsel mit 4 Stück von irgendwas. Es ist immer das Gleiche, so ein bisschen. Jetzt probieren wir da mal den Schlüssel aus. Jawohl. Strange. There's a pile of old papers in here. Gottes Willen. Um Gottes Willen, was soll denn dies wieder sein? Schieben wir mal alle untereinander. Warte mal. Ja. Sind das nicht die Runen vom ersten Teil? Schauen wir mal. Ah, der Schwammerl und so. Auch vom ersten Teil. Ah ja, da haben wir was. Da haben wir was. Jetzt auf. Warte mal. Es schaut nach Blättern aus. Vogel. Das sind doch die 4 Symbole von drinnen. Was haben wir da? Da lese ich auch nicht wirklich was aus. Das nehmen wir jetzt einmal auf. Und dann haben wir da noch ein Pentagramm. Es sind verschiedene Bladel. Das beim Mond schaut ein bisschen aus wie ein Haschbladel. Links schaut er mit ganz viel kleine und das, was der Vogel im Maul hat. Mörser und Stößel, schlecht übersetzt. Wir brauchen die 4 verschiedenen Bladel, aber wo sollen wir die herkriegen? Liegen die am Boden umeinander? Und was auch noch natürlich, was auch noch dazu kommt, so, ich kann mir natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, sind die anderen Zettel unwichtig? Keine Ahnung. Die Runen haben wir noch nirgends gesehen. Schlangen, Ratzenkopf, dann die Symbole, die haben wir auch beim ersten Teil, glaube ich, gesehen. Pentagramm haben wir auch noch nirgends gesehen. Ja, wir brauchen das Rezept bei der alten. Vielleicht muss man das einmal angeschaut haben mit Erma. Also natürlich wissen wir jetzt die Symbole und so, aber wir müssen es vielleicht einmal anschauen. Ich hoffe, ihr wisst, was einmal damit interagieren, sozusagen. Wo ist sie gerade? Gott sei Dank, dass ich da jetzt nicht reingegangen bin. Fettes Stück Scheiße. So, da kommen wir. Ja, genau. Das hilft mir genau gar nichts. Vor allem, weil wir die anderen Bladel brauchen. Steve! Tipp, benutze die Gießkannen bei dem Busch. Das war wahrscheinlich, merci dir, das war wahrscheinlich auch, weil irgendwann, vorher beim Einigen, vorher beim Einigen, bevor wir einen Schubladen aufgemacht haben, war das noch meine Idee, irgendwas muss ja mit den Gießkannen sein. Ob ich drauf käme, war die an der Stauern auszuprobieren, ist eine andere Frage, aber wahrscheinlich müssen wir es genau in der rein. Man, das Zusammenhang ist ja da, die 4 Farben. Watering. Und jetzt passen wir Obacht. Cäsar, kopier das nochmal. Gold, Mond, also gelb, grün, blau, rot. Das nehmen wir einfach mal so. Versteh schon. Erst brauchen wir gelb. So. Gelb. Grün. Nehmen wir noch gelb, grün. Blau-rot. Nicht verdrucken, aber sonst ist sie. Blau. Haben wir jetzt blau? Ja.
Und dann werden sie wieder gelb, dann müssen wir noch mehr reingießen, dann werden sie rot und dann haben wir es. So. I think that's enough leaves. I need... The powder burned up right in front of me. I need to look for a recipe in that old witch's house. Otherwise... Hab ich schon richtig rumgemacht. Sondern ich muss schnell mal die Umfrage wieder raus da, weil sonst kriege ich da ein Vögelchen. Ohne Idee, was habe ich denn jetzt da wieder da? Wieder sehr von Vorteil, wenn ich meinen eigenen Stream nicht off habe und da nichts tun kann. Kruzifix nochmal. Machen wir so, ich muss immer die Umfrage aus dem Chat lassen, aber sonst kann ich nicht. Wir haben ja 500 Stimmen, 70% sagen ja. Schauen wir uns dann noch mehr. Haben wir noch 10 Minuten Zeit, das Rätsel müssen wir noch lösen. Dieses Rätsel muss noch gelöst werden, Kinder. Du hast da andere Gießkannen. Stimmt, was kann die? Okay. Ja, I see. So, ich als alter Pro-Gamer mach da jetzt einen Screenshot. Post mir das da ins Discord. Und dann geh ich wieder aussehen. Und pimmelt da gar nicht lange an. Also wir war Mond gelb, Spinnennetz grün, Vogel rot. Okay, also das Ding muss grün sein. Jetzt pass auf, das ist jetzt nur noch... Jetzt pass mal auf, die müssen grün sein. So, passt. Nehmen. Dann machen wir so. Dann haben wir die mit mehreren Bladel, die müssen... Eine Schmarre. Nein, das war das falsche Bladel. Das war das falsche. Müssen wir leider... Ja, müssen wir es nochmal von vorne fangen. Hilft nicht. Hilft nicht. I think that's enough, Leaf. I need to look for... So, also. So, mit denen fangen wir an. Das ist grün. Ist Reihenfolge wichtig? Verdammt, die ist auch noch wichtig! Die muss ich mir jetzt nochmal schnell... Das ist für was gibt's denn das Screenshot-Tool? Sag. Für was? Da gehen wir aber links gehen wir rein. Wenn nicht, dass die alte Wiederhex da links drin steht. Machen wir so. Pass auf. Zack. Zack, zack. So. Und wieder aussehen. Ich seh kurz einen Stream-Chat nicht. Das hat's mir nicht besser. Aber ich baffe dabei einfach irgendwas vor mich hin. Das kann ich. Haben wir schon ein paar Mal gehabt. So, Spinnennetz grün. Ist aber nicht das erste. Wir brauchen als erstes, brauchen wir das Haschbladel. Gib Haschbladel. Das ist das Haschbladel. So, das brauchen wir in gelb. Jetzt bei mir gekauft. So, gelb. Gelbes Haschbladel. Dann brauchen wir grün mit mehreren Bladel. Da müssen wir jetzt oft reingießen. So, grün. Nein, das ist das Falsche. Die schauen fast gleich aus. Zumindest auf dem kleinen Beutel. Und die brauchen wir in grün, bitte. Nicht in rot. So, grün. Nice. Dann brauchen wir das andere mit den kleinen Bladel. Eingießen. Eingießen. Nein, das ist auch nicht. Das nächste ist... Und das brauchen wir in blau. Beziehungsweise lila. Jawohl. So. Und dann brauchen wir das erste Blatt wieder. Das ausschaut wie ein Salbeiblatt. Das Salbeiblatt. Jawohl. Und das brauchen wir in rot. Ja, man kann da natürlich auch 4000 Mal ein- und auslaufen. I think that's enough, Leaves. So. The powder has a slight glow and smells faintly of almonds. Feinstes Pro-Gaming. Have I actually made a poison? Was, Opa? Falsche Form. Nix falsche Form. Dein Vater ist falsche Form. Ich habe vielleicht ein Gift produziert. Sehr gut. Das ist gut für uns. Und das schenken wir jetzt in der alten Scheißerschachtel. Jetzt warte mal. Ja, ich wollte wissen, ob man es denen auch geben kann. So. Was holt sie denn da unten? Kann man das vielleicht jetzt, warte mal. Oder mal lurren. Oder mal lurren. Not a bad idea. Keine schlechte Idee, aber trinkt die alte Frau auch aus dem Becher? Nein, natürlich nicht. Aber, die fette Schupferbrunzen kommt. Da war mir interessant zu wissen, was die da rechts treibt. Tut nicht da recht. Den Vogel gimpen. Okay.
Ja, die Schüssel da unter, rechts oben unter dem Holzlöffel, die Holz wahrscheinlich, oder? Da haben wir vorher auch relativ schnell hingekommen. Jetzt pass auf, das machen wir jetzt so. Ja, oder in den großen Kessel halt. Ja, jetzt pass auf. Das muss wahrscheinlich wieder schnell gehen. So, rauf! Schnell! Schnell! Machen wir so! Machen wir so, ja. Und Abflug! Abflug! Was ist schon? Ah, da haben wir mehr Zeit. Schau, hier haben wir viel mehr Zeit. Ah, da haben wir viel mehr Zeit. Und irgendwie schaut mir das Teil da rechts unten, kann man sich da drin verstecken vielleicht. Aha. Das hat noch nicht hingehauen, glaube ich. Das glaube ich hat noch nicht hingehauen. Und das ist zwingend Zeit, dass wir währenddessen aufgehen und das in die Schüssel reintun. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Vielleicht ist es ja doch Vergift. Vielleicht hat es ja funktioniert. Das ist ja so ein Todending aus. Ah! Schau! Schau dir mal die zwei Schwartlen an, die zwei Bugelbusen, die im Knack hängen. Hashtag Busenbugel! Bugelbusen! Was auch immer, Alter. Steve! Das muss ich einfach noch sagen, weil es eigentlich keine Hinweise drauf gibt. Du brauchst nur einen Dorn von der Dornenhecke. Was? Was für ein Dorn? Was ist denn jetzt passiert da? Also es hat funktioniert, aber es gibt keinen Hinweis dafür. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was passiert mit dem Alten, weil das ist wahrscheinlich der Hinweis, dass man nur einen Dorn braucht. Was tue ich mit dem Dorn? Cat thorn. I can't imagine. Was tue ich mit dem Dorn? Ah! Kommt die jetzt da raus? Wo ist denn die heute? Ach, die kommen locker. Oh, jetzt werden wir sterben. Die brauchen einen Dorn. Warum brauche ich einen Dorn? Da kann ich mich verstecken. Okay. Aber für was brauche ich einen Dorn? Oh. Müsste eigentlich gleich klingeln, oder? Nicht? Curses. The door. Wenn ich vielleicht bei ihm irgendwas da mit dem Dorn. Sie geht währenddessen weiter, also da hat man keine Zeit zum Lesen. Am Boden, damit es einsteigt. Ich kann nirgendwo interagieren damit. Na. Jetzt ist die Schüssel für ihn. Ah, ihr scheiß Tassen da unten. Wir kommen jetzt da oben. Wir kommen jetzt da oben und fort. Jetzt pass auf. Okay, jetzt spielt's mit dem Vogel. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen Zeit haben. Und die Alte bleibt. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er noch mal klingelt oder so, aber tue ich dann nicht. Wir haben also Zeit, links umeinander zum Werker, währenddessen der Vogel. Und sie sauft die ganze Zeit da aus der Tasse. Das heißt, oben Gift eine. Und. Schnell, schnell, schnell. Ja. Und Abflug. Oh shit, das hätte man eigentlich aufgehen sollen. Oh shit, oh shit. Wenn es daherkommt, kommt drin. Stirb! Oder schlafen zumindest. Was ist jetzt? Das scheint sie nicht sehr zu interessieren. Was kann der geschnitten? Was kann man mit dem Dorn anstellen? Ich probiere jetzt einfach den einmal da drin. Ach, ich kann mich ja nicht rühren. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, gut.
Topf ist gecountet. Was? Was? Ah, Glück. Ah, Assi! Er war knapp. Er war knapp. Oh, ich habe eine Idee. Oh shit. Ja, da wollte ich zu viel. Topf ist Topf, da war ich zu gierig. Da war ich zu gierig! Nein, nicht noch mehr. Nicht noch mehr. Aber jetzt, wenn wir reingehen und sofort beides machen, Gift und Dorn, dann kann's gehen. Und jetzt mal sehen, was passiert. Jetzt schau, dass stirbst du Fetzkretin! Aber wieso stirbt's denn an dem Dorn am Sessel? Ich kann mich nicht bewegen, also es ist alles... Okay. Es ist 10! Okay, perfekter Zeitpunkt, dass die Alte stirbt. Also pass auf, jetzt kaufen wir noch schnell den Schlüssel. Und dann gehen wir zu dem Alten rein, ohne Haxen, lochen wir noch schnell aus. You won't be eating anyone ever again, you beast. Aha! Fette Mistbritschen. Der krasseste Dorn ever. Ja, wenn du den im Arsch hast, stirbst. Nur dann wirkt's Gift besser. Curses. Hey, du Alter, scheiß aus! Da liegen ja noch Schlüssel, die hab ich noch gar nicht gesehen. Haha! So, was ist mit dem alten Trottel? Hey, alter Trottel. Ah, nicht! Ah, nicht! Ich weiß, was ich tun soll! Nimm mich drauf! Frag mich bitte nicht warum, aber jetzt glaubt mir keiner mehr, dass ich vorher nicht nachgeschaut habe, was man tun muss. Das war jetzt einfach nur Dusl und das ich hab gespannt, okay, ich kann nicht wohin drucken, sonst irgendwas, aber ich kann das Inventar aufmachen. Ja, weiß ich nicht. Mit dem Schlüsselbund werde ich nicht da werfen können. Alles klar. Der Alte ist hin. Okay, tschüss. Na, jetzt lassen wir die zwei Kinder draußen frei und dann haben wir fort. Ja, easy, perfekter Zeitpunkt. Und dann schauen wir uns noch eine Rest for the Wicked oder die vorschlagen. Hey, Kinder! Hold on. The escape plan is in motion. I tried to run away, but the whole yard is surrounded. It's no use. Save yourself. For Jetzt Bier mit Start. Jetzt machen wir erstmal eine Buden auf. Und Run schmust ein home. wenig. This cursed family is at an end. Aha! Thank you, boy, but we have no home. Ja, Moment mal, ist das Hänsel und Gretel? Fällt mir jetzt gerade mal erstmal nach ungefähr einer Stunde so auf. We can stay here, chop down all the thorny weeds, fix up the house and live happily. Ja, da kannst du glücklich leben, aber vorher müsst die Fette entzogen und den Alten ohne Hände und ohne Füße. Der alte Torso, der Torso-Opa. Rollt nur noch durchs Haus. They see me rolling, they hating. Not a bad idea. Fix the place up a little inside and enjoy life. It's got everything you need. Ich muss weiterlaufen. But it's time for me to press Oder on. ein Mission Farewell. Hugo, ja stimmt. Safe travels. Take care. Ja, aber ist eine ganz klare Anspielung auf Hänsel und Gretel. Ja, easy going! Kann man das speichern? Ist keine perfekte Zeit, der Torso-Thorsten, ja? Spiel ist gespeichert. Kinder, wenn das nicht der perfekte Zeitpunkt ist, dann weiß ich es auch nicht. So, bevor sie jetzt wieder alle schleichen, ich zeige euch jetzt auch, ich glaube, ein unfassbar gutes Spiel. Dauert nicht lang, dafür fangen wir jetzt ein bisschen früher auf zum Spielen. Mit dem Spiel geht's weiter nächsten Montag, würde ich sagen. Werden wir irgendjemand weiß ja schon, wie weit sind wir ungefähr. Ja gut, euch zum Fragen, wie weit das wir sind, ja, du hast ja noch keine Ahnung, du brauchst ja noch 4 Streams. Kann man da nächstes Mal fertig werden? Wolfric, Rollkommando Opa! Und wieder ein weiterer Monat rum. Wolfric, merci dir.
Kuss auf die Nuss. So, weiß das jemand, haben wir ungefähr bei der Hälfte, wir haben nächstes Mal fertig. Ich weiß schon, ich weiß, sprengen wie lang How Long to Beat sagt, 4 bis 5 Stunden. Ja, ich glaube nicht, dass wir beim nächsten Mal fertig werden. Aber das spielen wir fertig, wie erwartet. Wie erwartet. Super geil umgesetzt. Es ist grundlegend schon ein bisschen anders wie der erste Teil, aber die Basis ist gleich. Es ist viel, wie soll ich sagen, ja, du merkst einfach, wie sich das Spiel weiterentwickelt hat. Ich erwarte noch sehr viel komplexere Rätsel. Es war ja letztes Mal teilweise schon ein bisschen nicht so einfach. Und deswegen gibt es sogar noch Dialoge mit Vertonung. Es ist noch besser zeichnet, noch besser animiert. Das Einzige, was ein bisschen abgeht, ist das Springen und das der Vorlaufen von den Gegnern und so. Das ist noch. Aber mal schauen, was noch kommt. Ich bin sehr zufrieden. Das hat richtig Spaß. Die Zeit ist vergangen wie nix, Alter. Bumm, 2 Stunden vorbei. Kein Mensch weiß, wo die hier sind. Kein Mensch weiß das. So, jetzt schalten wir um. Wenn es euch gefallen hat, Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, was das ist, und eine Glocken reindreschen und wir schauen wir uns jetzt halt noch was an. Und zwar gehen wir erstmal in den Ausgang, machen wir Späne zu. Zack, zack, zack. Wunderbar. Ich darf euch gern was zeigen. Gibt es eine kleine Runde Birger besenft. Wer nicht weiß, was zur Hölle ist ein besenft, ich gebe meinen Senf dazu ab. Das heißen, weil ich nicht Reaction sagen will. Weil ich das Wort hasse. So, jetzt müssen wir erst einmal YouTube aufmachen. Dann machen wir mal den YouTube auf. Und zwar geht es um ein Spielchen. Da hat mir auch jemand, ich hoffe, derjenige ist da, vielleicht zeigt das oder im Nachschau-Squad oder sonst irgendwas. Hat mir jemand im Discord sogar markiert. War lecker, hast du das gesehen? Das ist von den Ori-Machern und ich habe nicht darauf reagiert, weil ich mir gedacht habe, ich habe so viele Vorschläge gekriegt, schau ich mir nachher an. Dann habe ich es mir angeschaut und habe gespannt so, Alter, das kam aus dem Nichts und es schaut dermaßen gut aus. So, jetzt pass auf. Und zwar von den Machern von den Ori-Spielen. Ori and the Will of the Wisps und The Blind Forest. Ich glaube, der erste Teil ist The Blind Forest, der ist, glaube ich, so von 2012 rum, kann das sein? Oder 14, irgend sowas, der ist schon etwas älter. Super geiles Spiel, ist ein Jump'n'Run mit einem ganz kleinen, cuten Viech. Art-Style damals schon super geil, super einzigartig, etc. Einige haben auch schon 45 Minuten Gameplay auf Twitch gemacht. Weiß ich, zum Beispiel der Asmongold. Darum habe ich mir aber nicht viel angeschaut. Gebe ich zu, da habe ich noch nicht viel gesehen. Werde ich morgen im Homeoffice auf dem 3. Monitor vielleicht laufen lassen, weil für genau sowas ist ja das da. Also jetzt passt so was. Und das neue Spiel von denen heißt No Rest for the Wicked. Erst einmal, ich bin normalerweise immer schon so ein bisschen abgeneigt, wenn ich so einen langen Titel von einem Spiel lese. Dann denke ich mir immer schon wieder so, mach halt ein Wort, oder? Diablo. Oder 2. Last Epoch. Oder ich bin bei 3, wie ich schon lästig. Path of Exile. Da bin ich schon lästig. Es ist eine Mischung zwischen Diablo, also einem Action-RPG wie PoE, Diablo. Es ist eher, kennt jemand Hades? Hades? Kennt das jemand? Das habe ich auch ein bisschen gespielt. Super Spiel. Es ist so aus der ISO-Perspektive, aber eine Steuerung wie Dark Souls. Mit Ausweichrolle, mit Combo zuhauen und so. Und aber Action-RPG-mäßig mit Leveln. Also mit Waffen und so weiter. Schauen wir es uns an. Ich werde es versuchen, ein bisschen zu kommentieren. Ich habe es auch erst einmal gesehen und so hundertprozentig weiß ich gar nicht, ob es das Video so überhaupt gibt, ohne dass ja anderer YouTuber das anschaut. Wir werden sehen. No rest. Jetzt kommst du mit dem 25er um die Ecken. Um 10 nach 10. Gesichtsgrätschen! Merci dir, das ist zu viel. Vor allem so spät. Psst, pdi. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Merci dir, das ist zu viel. Du weißt es. No Rest for the Wicked. Jetzt drücken wir einfach mal auf Okay. Ja, das haben bloß Reaction-Videos von anderen, die dauern alle ewig. Gameplay Overview. No Rest for the Wicked Official Gameplay Wicked Inside Showcase. Ist das Ganze? Das dauert nicht 25 Minuten, das können wir uns jetzt nicht. Ja, das ist der Reveal-Trailer. Der Trailer interessiert mich auch nicht. Wir lassen uns nicht mehr von einem Trailer blenden, Kinder. Ihr wisst das. Nehmen wir mal als Showcase. Nehmen wir einfach mal als Showcase, schauen wir es uns an. Und scrollen wir ein bisschen durch, aber 25 Minuten brauchen wir uns jetzt nicht anschauen, weil dann haben wir um 1 in der Früh noch da. Ihr kennt mich, ich rede gern. Es ist, was es ist. Jetzt pass Obacht. Da müssen wir, wie machen wir das jetzt? Ich habe nichts
Ist da irgendwas, was kann, was angeht? Nein, eigentlich nicht. Machen wir jetzt so. Jawohl. Haben wir es da wunderbar schon hier. Wunderbar. So, dann gehen wir einen Chat, einen Mini-Chat. Haben wir einen Mini-Chat da? Mini-Chat haben wir leider nicht da. Aber den fügt man schnell ein. Moment, da muss ich schnell umgehen. Das ist schade, dass sich das nicht global ändert, aber es ist, was es ist. Ah, hoppala. Hat keiner gesehen. Mini-Chat, den brauchen wir schon. Beim guten alten Birger ZOCKT haben wir immer einen Mini-Chat. Ihr wisst es. Machen wir so, der ist jetzt da links unten. So, die Sachen sind da, passt alles. Da machen wir mir groß. Also, wie gesagt. Oder der Fresh Mark, schreibt den, ist okay. So, ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Ich lasse einfach mal laufen. Ist das schon die Vorstellung? Ja, lassen wir einfach mal laufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Birger ZOCKT, ich glaube, dass ich noch nicht recht viel besänfe. Das Spiel heißt No Rest for the Wicked. Lassen wir uns berieseln. Violence, Blood and Gore, Strong Language. Bin ich. Der Artstyle von dem Spiel, Alter. Hey everyone, I'm Tom. Das erste, was ich da dazu sagen muss, werden wir noch mehr sehen. Das erste, was man da einfach, Musik, geil, natürlich. Jesse schreibt es gerade. Das erste, was mir auffällt, ist der Artstyle, wie es ausschaut. Also nicht Grafik selber, die ist immer gut, da brauchen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Es gibt Spiele, die schauen fucking wie echt aus. Sondern wie die Sachen zeichnet sind, wie die Charaktere ausschauen. Erinnert mich ganz krass an Arcane. Die Riot League of Legends Serie auf Netflix. Ganz, ganz, ganz stark. Wer immer die Designer und die Artstyle-Typen in diesem Studio sind, nächste Lohnstufe. Jetzt. Los. Thomas. And I'm Gennady. We founded Moon Studios during the rise of independent games in 2010. 2010 haben die mit Ori and the Will of the Wisps, glaube ich, angefangen. Nein, mit Ori and the Blind Forest angefangen. So, ich versuche mir Untertitel einzuschalten. Kann man die übersetzen? Einstellungen, Untertitel, Englisch automatisch übersetzen nach Aymara. Ne? Kann man das Deutsch mal? A, B, C, D, E, da. Wir haben Moon Studios während des Aufstiegs der Independent-Spiele im Jahr 2000. Ja, beim sauber gesprochenen Englisch ist ja doch gern mal dann der automatische Übersetzer ganz okay. So, weiter geht's. Bin schon wieder stark, lass mal laufen. Back then, there weren't all that many modern Metroidvania games out there. And so we created Ori and the Blind Forest. Es war so Ori gut. became a huge success with gamers and critics alike. And it helped spark... So. Hier. Ich glaube, das ist in die ersten 10 Minuten. Also 2D-Spiel. Und fangst da schon fast das Trends noch. Da holt's mich gerade. Sag ich dir, was es ist. New interest in the genre. Our next project was supposed to be something totally different, because for over 20 years we've been playing action RPGs religiously, and we always dreamt of where this genre could be taken next. At the same time, we felt that we could do even more within the Metroidvania genre, and so we embarked on making so Ori and the Will of the Wisps. Das war so gut. We ultimately shipped another game that was incredibly well received, and that we're deeply proud of. But we had never forgotten about our dream of creating our own action RPG. We have left our mark on one genre before. Now we hope to do the same for action RPGs. Our story begins 841 years after the Embrace. King Harrow is dead, and he's to be succeeded by his young and untested son Magnus. Meanwhile, rumors of the return of a great plague known as the Pestilence are starting to emerge. Madrigal Celine, a ruthless figure in the church, sees the... Da drück jetzt einfach mal schnell auf Stopp, ich kann es nicht, ich werde es noch ungefähr 35 Mal sagen. Der Artstyle, wie das ausschaut. Natürlich ist es ein 3D-Charakter, aber diese Cell-Shading ist halt auch nicht so wie Borderlands oder sowas, sondern wie Arcane. Ein Mix aus Cell-Shading und normaler 3D-Grafik. Und dann die Art, wie der Charakter quasi zeichnet, ist unfassbar gut. Und super unique. Ich wüsste nicht, wo das noch so ausschaut, außer eben Arcane. Aber das schaut auch anders aus, hat auch seinen eigenen Style. Und den habe ich auch schon sehr hoch gelobt.
pestilence as a chance to prove herself. Wer Müllschuss der Schlusssatz? These forces converge in the backwater of the Sola Sacra, where rebel groups and the provincial government fight for control amid the isle's crumbling ruins. As a Sarim, a member of an ancient sect devoted to defeating the pestilence, you are sent on a merchant ship to investigate. She thinks the... En route, your ship comes under attack from a rebel group known as the Risen. The battle leaves the vessel battered and badly damaged. The ship stands little chance as it limps towards the shore and it is torn apart on the rocks at sea. You find yourself washed up at the shores of Isola Sacra. Das erste, was man in Action-RPGs einfach immer tut, die schwappt an den Strand, du kämpfst erstmal gegen Krebs. Das ungeschriebene Gesetz des RPGs. Bruised and unarmed, and end up caught in the midst of both a vast political struggle and a fight. Das haben wir übrigens mir, das weiß ich. Leg day was skipped every day. There was no leg day. For survival. So, aber das kann ja so gut ausschauen, wie es will. Gameplay ist wichtig. Vor allem in einem Action-RPG ist natürlich Kampf wichtig. Aber auch die Welt. Ja, das ganze, der Artstyle, die Lore. With no rest for the wicked, Gameplay. We decided to handcraft an entirely seamless world. So, das ist das Erste, was ich höre. Das Erste, was da nicht in der Übersetzung drin steht. Eine nahtlose, steht dort, eine nahtlose Welt, aber handcrafted. Das heißt, da ist jemand hergegangen und hat die Welt so gemacht, wie sie sein soll. Das ist nicht irgendein, wie es in Diablo ist oder in Last Epoch ist oder in Path of Exile ist. Bestimmte Abschnitte, die dann immer random sind. Ja, dass nicht jeder Dungeon immer gleich ist. Es hat seine Vor- und Nachteile. Das hier ist handgecraftet. Sehr interessant. Nothing in this game is procedurally generated. Nichts ist prozedural generiert. Das ist keine automatisch generierte Umwelt, sondern eben von Hand gemacht. Das ist das Erste. Und was ist das Zweite, was mir auffällt? Kommt ein kurzer Trailer, der cool ausschaut, braucht man nicht schmatzen und auch ein bisschen anfixt und so, mit cooler Musik. Und dann kommt sofort Gameplay. Sofort auf der Stelle, das ist Ingame-Grafik, wie es ausschaut. Ja? Haben wir bei Skull and Bones haben wir das nicht gehabt. Da hast du bloß einen super coolen Trailer, der super cool ausschaut. Sag ja, kein Gameplay. Weil ihr kennt ja. Instead of moving across a randomly generated flat plane, throughout this showcase, you will notice that our world is dense, interactive, uses a ton of verticality, and that every inch was crafted by a designer. Jemand im Chat schreibt gerade, der Thomas Mahler war Cinematic Artist bei Blizzard. Jetzt weißt, woher die Erfahrung kommt. Wer ist der Thomas Mahler? Arbeitet der in die Moon Studios, die das Spiel entwickeln? Weil dann weiß ich sofort, dann weiß ich natürlich sofort, wo das herkommt. Mehr Zeit in die Trailer investiert als in die Sammelmechaniken. Es gab in Skull and Bones Gameplay. 80 €! You'll be well served, always paying attention to your surroundings too. Und there are das secret ist halt areas geil. just about everywhere that usually reward you with precious items. Achtung. Weiß ich auch noch, das habe ich woanders gesehen, da haut er jetzt die Tür ein. Loot in No Rest for the Wicked is randomized. It ensures that every player has their own unique experience. Wir erinnern uns alle noch an Elden Ring. Warum ist Elden Ring so dermaßen das Worldbuilding, oder sagen wir so das Leveldesign in Elden Ring? Ist darum so geil, weil es sehr vertikal ist oder vertikal sein kann. Ein ARPG ist immer flach. Da kannst du keine versteckten Orte entdecken, wenn alles so randomized ist und so weiter. Wenn diese Welt aber jemand von Hand gebaut hat, kann an jeder Ecke irgendwo was versteckt sein, eine Schatzkisten oder sonst irgendwas. Und ganz ehrlich, Diablo 4 hat das auch. Höhenunterschiede, wo man mal eine Leiter auf und oben gehen kann. Aber genau an einer verfickten Stelle. Und dann geht es einfach flach weiter. Das tragt
nichts zum Gameplay bei. Absolut gar nichts. Und auch nicht zum Leveldesign. Es ändert deine Spielweise nicht. Ganz im Gegenteil, es hält dir einfach nur kurz auf, dass du irgendwo da oben musst, das ewig dauert und dann geht's weiter. Da sind nie Viecher, da ist nie irgendwas Besonderes. Es ist einfach nur nervig. Damit man schreiben kann, wow, geil, schau hin, gehen wir in die Vertikale an, Scheißdreck tust, Mr. Diablo. And that every time you explore an area, you might just finally get that last gold ore. Das ist ganz furchtbar wichtig, Loot-System. Das lasse ich jetzt deswegen da, dass man ein bisschen was vom Inventar sagt. Sagt man offensichtlich da, das ist das Zeug, das wir schon haben. Das rechts ist das Zeug, das in der Kiste drin ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, richtig super schön ist das noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Eventuell ist das auch noch nicht so hundertprozentig fertig, so UIs, also so User Interfaces und so Kisten, wie das angeordnet ist, wie Icons ausschauen von den Waffen und so, ändert sich gerne im Laufe der Zeit noch. Und das Spiel kommt erst im Early Access am 18. April. Aber wir schauen mal noch weiter, das ist schon ziemlich weit, wenn ich das so richtig sehe. New battle axe you've been waiting for. Dann hat der Loot das Stats, the old point-and-click model to move your character around. We wanted players to have ultimate control over their character. Every movement you make should feel tactile and be intentional. For that reason, we designed Wicked to be played using WASD or a controller. So. Nächste ganz wichtige Geschichte ist auch was Diablo nicht auf die Reihe kriegt. Die ganze verdammte Community rennt umeinander und möchte gern WASD-Steuerung. In einem ARPG. Das bedeutet nicht mit der Maus da hinklicken, wo du hinmachst, sondern mit WASD steuern, wo du rumlaufst. Ja, wie in Dark Souls zum Beispiel oder Elden Ring oder so. Aber halt mit einer anderen Ansicht. Kommt hier. Das heißt, das Ding ist eventuell sogar spielbar anständig mit einem Controller. Was bei den Kampfmechaniken gar nicht schlecht ist. Oh, knew it. Jetzt ist leider der Chat drüber. Artstyle von dem Beutel, sehr cool. Es ist vertont. You'll never make it to Sacrament from here. Instead of going for realism, our goal is always to create games that look like a painting come to life. Our artists spend years meticulously modeling and hand-painting all of Isola Sacra. Schaut schon verdammt geil aus. Verdammte Scheiße. You will traverse through plenty of breathtakingly beautiful environments, lit with natural day and night cycles, immersed in dynamic weather. Der Weidner schreibt was Wichtiges, ich glaube, das weiß man aber noch nicht. Fehlt nur noch, We dass die also sagen, no engineered a very special microtransactions. way of rendering our top-down world, where you can always see so much further into the distance. Mal noch abwarten, es schaut cool aus, viele Spiele schauen gut aus. Das Our Wichtigste goal ist, is to was make jetzt everything dann as im Kampf interactive as kommt. possible. Das ist das If an A und object O looks like you can climb it, in jedem then you can Action-Rollenspiel. actually climb In it. jedem. Da, du kannst da umeinander graben und einfach so Flecken finden, ja, And if wenn an du die object is too umschaust. thin to walk Das over kannst du in einem it, you might Action-RPG just wie need to Diablo balance nicht. your way across. Da auffällt, du hast verschiedene Waffen, 2 Dolche, eine große Hacke oder mal gerade. Du kannst springen. Wieder, wie alles ausschaut da rundum. Das ist ja wahrscheinlich gerade einmal das Startgebiet. An der Küste mit den Krebs und so. Das ist wichtig. Da halte ich jetzt auch einfach mein Maul und das lasse ich durchlaufen. Right Das from the ist das start, we Allerwichtigste. decided to create an animation-driven combat system, which to us meant that every attack you make should be carefully considered. We wanted to bring weighty, precision-driven combat to the top-down space. Combat that's inspired by several different genres, from ARPGs to fighting games. In order to overcome an opponent, you need to watch out for telegraphed behaviors and then punish accordingly. Timing, spacing and... So, das mag da jetzt eigentlich ganz simpel ausschauen, aber wenn ich mir da jetzt 2, 3 Schritte weiter denke und dann nicht einen Gegner vor mir habe, sondern 3 und 2 dahinter, die schießen können oder sonst irgendwas kommen, weapon weight, kriege ich jetzt schon das Kotzen und der Controller fliegt aus dem Fenster. Combat model. In A Rest for the Wicked, every single weapon has its own unique moveset and stats driven by RNG. Das ist der Diablo ARPG-Teil, ja, looten und bluten und stärker werden. Jetzt hat er andere Waffen in der Hand, 2 Dolche, die spielen sie noch ganz anders.
Ja, Using this dagger, I'll have a hard time breaking this enemy's shield. Let's try something different. Cyberfox, Schluss jetzt! Wir schauen uns was an! Oh, da steht aber was Wichtiges drin. Herr Cyberfox, Kuss auf die Nuss. Zusammenfassung. Der Thomas Mahler ist einer der Gründer der Moon Studios. Das Österreicher sind, weiß ich. Also, österreichisches Studio ist, weiß ich. Und war früher bei Blizzard. Der Herr Thomas Mahler war früher bei Blizzard und ist der Chef von den Moon Studios quasi oder halt mehr oder weniger der Mitbegründer. Das erklärt mir, warum die Spiele so gut ausschauen und warum die Spiele so gut sind. Weil er halt offensichtlich Erfahrung hat. Vom früheren Blizzard. Vom heutigen Blizzard kriegt man keine Erfahrung, außer wenn man ein Spiel für 70 Euro verkauft und dann ein Viertel drin nochmal für 70 Euro verkauft. Und dass es wirklich irgendwelche Idioten auf dem Planeten gibt, die das Ding kaufen. Ah ja, was das ist. So, er prügelt sie mit den Dolchen umeinander. If you time it just right, you can parry incoming attacks, danke dir übrigens, allowing you to exploit an enemy's opening. Parry! Und dann in der Mitte auseinandergesaugt mit den Dolchen. Leck nicht. Wenn sie das wirklich so spät und so ausschaut, wie es da hergezeigt wird. Und Here in the West for the Wicked comes in 4 different rarities. Wichtig. White items are common. Unlike in other ERPGs, they're not trash loot. We instead made those the most customizable. Blue items are rare. They offer only positive enchantments. Purple items are cursed. They offer very positive enchantments, but they also come with a cursed enchantment. Das erinnert mich ein bisschen an die Corruption-Items von WoW. Da haben immer gute Stats drauf. Ja, haben wir bei Last Epoch auch gehabt, bei jedem Diablo-Ding plus 10 Stärke und auf dem Lilan ist zum Beispiel ganz krass Wallleg plus 180 Stärke, aber halt dann auch ein Negativer drauf, die ihn irgendwas schlechter macht. Das, was weiß ich nicht, zum Beispiel verlierst dauerhaft jede Sekunde 1% von deinem Leben. Zum Beispiel, lauter so Sachen. Gold items are unique. They are specifically handcrafted by our designers and offer unique. Könnt ihr lesen, was da so draufsteht? Das darf jetzt mich nur interessieren, was da so auf den Items zum Beispiel drauf ist. Sollte man vielleicht mal vorlesen. Das ist ja, es geht ja im ganzen Spiel immer nur um diese Items und sonst nichts. Nehmen wir mal das Blaue. Es sind Dual-Wielding Double Daggers, also 2 Dolche. Da steht zum Beispiel auch da Empty. Schaut mich an, als könnte man an Sachen reinsockeln. Also kleine Edelsteine, die es dann nur ein bisschen besser machen. Attack Speed increased by 5%, Stamina Refill on Parry. Das heißt, du kriegst wieder Ausdauer. Das heißt, für mich ist das Ausdauersystem drin aus Elden Ring, aus Dark Souls, aus die Souls Games. Attack Steal 50% extra Plague Damage. Das heißt, 15%, was ist ein Plage Damage? Ich weiß nicht, wie man es anständig übersetzt. Wahrscheinlich sowas wie Gift oder sowas wie nekrotischer Schaden in Last Epoch. Schadenstyp halt einfach, Elementarschaden. Gain 9% Focus on Kill. Was auch immer Fokus ist, aber Fokus klingt ein bisschen nach einer Ressource, wie zum Beispiel Mana oder. Was ist ein Fokus? Wahrscheinlich der Schurkenressource. Sowas wie mit 10 Fokus kannst du dann irgendeine Fähigkeit machen oder so. Seuchenschaden, ja, so, das ist gut übersetzt. Seuchenschaden. Ist auf alle Fälle Damage-Type. Also nicht einfach physischer Schaden, Hammer auf Kopf, sondern es macht halt noch Feuerschaden, Seuchenschaden, Giftschaden, Eisschaden, bla. Unique enchantments. This rare claymore we found has an enchantment that increases my focus gain whenever I deal damage. Das ist jetzt ein fetter Zweihänder. Wir werden auch gleich sehen, wie sich der spielt. Every weapon has a chance to drop with its own unique rune, which can then be extracted. Und haut genauso zu wie in Dark Souls. That way, langsam aber wuchtig. Their own unique moveset. Oh, er rollt auch langsamer, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. You gain focus through combat. It is then used to perform rune attacks. Let's try one. Und dann hat er einen Fleischhaufen draus gemacht. Also offensichtlich heißen die Fähigkeiten Runen irgendwas. Und dann zirkt er halt langsam auf, macht mehr Schaden und es sind bestimmte Movesets. Schaut auch richtig gut aus. Ganz ehrlich, das ist blutig, das ist dunkel. Der Arzt der Eims, ich bin hier, hab mich schon. Sag ich dir, was es ist. Nicht vorbestellen, keine Ahnung was. Wir werden das am 18. April spielen und wir werden es uns so schauen. Schon so weit, dass man nach oben schießt, genau. You might not even need to use your weapons to get rid of an enemy.
Sometimes, all you need is a little push. Einfach runtergeschubst. Every weapon you'll find in No Rest for the Wicked has its own bespoke moveset, custom made by our Was mich noch interessiert hat, ist, ob man animation Gegner department. looten kann. Okay, Gegner mit Fett. Squash and stretch and other animation principles directly inform our combat design. Lästige Superviecher. Layered on top of that, enchantments that Das kann's der drastically Boss impact sein. weapon behavior. And our deep rune system. All of this culminates in a weapon system that we feel is extremely fun and engaging. Hat der da gerade mit einem Bogen geschossen? All of this culminates in a weapon system Es gibt Range Attacks. that we feel is extremely fun and engaging and allows every player to create their own style of combat. Ah, der rollt ja schon gescheit langsam. When it comes to gear Warte like mal. Was mich jetzt da interessiert hat, ob es da auch dieses Gewichtssystem gibt. Also wenn ich schwere Rüstung habe und fette Waffen, dann rolle ich langsamer. Ja? Also meine Ausweichrolle nicht so schnell und so. Mich würde noch interessieren, ob es sowas wie Stats gibt. Also wo ich leveln kann. Gibt es sowas wie ein XP-Balken und so? armor, there is a wide range of options. Da ist noch ein ganz wichtiger Hinweis, der mir gerade ins Auge springt. Rechts oben. Offline-Character. Es gibt einen Offline-Modus und wahrscheinlich auch einen Online-Modus. Each with their own design and attributes. The weight of such items even affects your movement in combat. For instance, if you opt in for a lighter, faster build, you can quick step out of enemies' way. Quick steps are fast and don't consume a lot of Genau stamina. das meine ich. Beim Hit hält es natürlich nicht so viel aus dann. Das ist With medium weight build, your character will dodge roll. Those are slower and consume more stamina. Ist auch geil, For dass No Rest for the Wicked, we designed a der Gegner, der hat in der rechten Hand das Schwert und in der anderen eine Armbrust. Das heißt, wenn du weggehst von ihm, schießt er dann nachher. Und wenn du hingehst zu ihm, geht er in Melee über. Auch geil. Der Bahako schreibt, die Kämpfe sind schon ein bisschen Souls-like. Das habe ich gemeint mit. Es ist die Mischung zwischen Diablo und Dark Souls. Es schaut aus wie Diablo. Du lootest umeinander mit Stats-Items und Rüstungen wie in Diablo und Action-RPGs und hast aber das Kampfsystem von einem Souls-like. Rest for the Wicked, we designed sehr gebärfreudiges Becken. A soft class system. Instead of locking you into a character class that you then have to adhere to for the entire playthrough, we want you to have the flexibility and freedom to play as the type of character you want to, and even come up with character classes we haven't even thought of. Okay. So far, we've shown what combat looks like with a more melee-focused build. Let's take a look at how combat changes for a mage. This character build uses a two-handed staff. We have 3 rune specials available: Blink, Fireball, and Nova. Ja, jetzt ist vorbei. Das wird sowas von gespielt. Also es gibt kein Klassensystem, so wie ich das gerade richtig verstanden habe, also nichts zum Umanand-Leveln und so, oder die zumindest zum Festlegen mit bestimmten Skills, sondern dein Skillset und dein Moveset und so weiter baut sich aus deiner Ausrüstung zusammen. Ob es Lightweight, Midweight, Heavyweight, wie soll man sagen, Klasse ist, also ob du schnell bist oder langsam und mehr aushältst. Und es gibt Melee-Combat, es gibt Range-Combat, es gibt sogar Magie-Combat. Wenn ich es richtig gehört habe, mit einem Teleport, mit einem Fireball. Fighting multiple enemies is always tricky. Ja, jetzt pass auf. Kann man schon When vorstellen. used right, Nova can be an absolute Genau, blast. das hat er noch gesagt. Ah, Shahibes The ausschaut. uniqueness of each item you find or craft, being able to create any character build you can think of through our soft class system, and the randomized loot, all of these systems combine Halt, stopp! Das ist genau, was ich wissen wollte. Okay, man levelt schon. Okay, es gibt die typischen Grundstats. Leben, Ausdauer, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, was heißt denn Faith? Glauben, glaube ich. Fokus und Equip-Load. Also dieselben Stats wie in einem Dark Souls. Oder halt ich nehme jetzt einfach Elden Ring, das ist das aktuellere Beispiel. Ich habe halt mehrere Dark Souls gespielt als Elden Ring. Schande über mein Haupt, ich weiß schon. Du levelst umeinander, oben hast XP, steht da.
Du hast 2 Attributspunkte. General haben wir so Stamina, Stamina Regeneration, Focus, Focus Gain. Dann Defense, Armor, Poise, Heat, Cold, Electric und Plague Resistance. Wie gesagt, das ist genau das Gleiche. Glauben, glaubt er. Ich Glauben. Ich glaube an den Glauben. Ja, ich bin all in. Sag dir, was es ist. Ensure each playthrough and every player's experience. Ich glaube, es gibt dann noch einen Abschnitt mit Bosse. Das ist dann der letzte Teil, den wir uns anschauen. Den Rest, ich link das dann ein, dann könnt ihr euch den Rest selber anschauen. Sonst das dauert es noch. Ja, jetzt kommt noch der Abschnitt Bosse. Das will ich schon sehen. Und ich weiß, wie die Bosse in Ori inszeniert waren. Absolut geil. I saw a Sakura is riddled with plagued enemies known as the Torn. As you can see, this Torn has been left to mutate and fester and will prove particularly vicious. Ich sehe schon wieder. Our best course of action is to study his moves and attack whenever we see an opening. Bosses are also quite brutal in No Rest for the Wicked. They will punish every mistake you will make. But keep a cool head, make use of all of the skills you've learned, and you just might succeed. As you can see, No Rest for the Wicked is an intensely skill-based game. Your gear greatly influences your power in battle, but whether you die or overcome da wird der Depth-Counter wieder im Dreieck springen können. Da wird der Depth-Counter im Dreieck springen. Hilft nicht, da muss man das Pro-Gaming rausmachen, das hilft nicht. Ja, jetzt kommst du in Arschei! In Arschei! Warum hast du mich zu? Jetzt lass dich umbringen, du Zipfel, Alter! Hau zu! Das war aber knapp geschieden. Gib ihm! Da oben war ein letzter, hast du gesehen? Da war, halt! Wichtiges Detail. Nochmal! Stopp! Haben die rot geriffelt, die Items, oder sind es Legendary Items? Das eine ist blau, das eine ist grau und das andere ist lila. Ist wichtig, was bei Bosse droppt. Was kommt noch? Sakrament! Along your journey, you will come across the town of Sacrament, the capital of Hisola Sacra. Sacrament is a war-torn place, but over the course of your journey, you can help rebuild Sacrament to its former glory. Oh, ignore their gates, Saren. They likely never seen one of your kind. In order to demonstrate that, we'll switch to a realm that's already a little more advanced. Our goal is to make Sacrament as interesting and interactive as possible. Read about it, Mary, where that Tail is at your service. Mary, we agreed. My name goes first. Don't pretend you don't smell it. Oh, the Come have a taste. Chef Koch! And players will be in control over how Sacrament will evolve over time. Das darf mich jetzt nur interessieren, was da so gibt. Kann man For example, Waffen halt wahrscheinlich after my verbessern, previous kaufen, expedition, verkaufen I oder so. helped Fillmore rebuild his smithy. He now sells better gear and is also able to upgrade our gear to a higher level. Nice. To that effect, we aim to make investing resources into Sacrament as satisfying and rewarding as investing resources into your character is. Dann kann man die Stadt wieder aufbauen. Mit Sachen, die man unterwegs, was wie Pinewood, Copper Ore, kann ich da Ressourcen sammeln, wie Holz und Erz und so ein Scheiß. Let's take a look at another way you can make Sacrament your own. In Sacrament, you'll be able to purchase real estate. Housing! Well, if you have the funds to afford it. The city's gone to shit. Property in Sacrament can get a little bit expensive, but accumulate the riches, and you can choose from a wide range of properties to suit anyone's taste. Your house is the perfect place to stash your loot, craft items, relax, and plan everything out for your next big run to the dangerous area. Das ist was Diablo auch nicht auf die Reihe kriegt. Das hat Path of Exile, hat sowas, so ein kleiner Hideout, ein kleiner instanzierter Bereich, den du dir selber einbauen, selber einrichten kannst und so weiter. Und auf das Wort jetzt noch kommt jetzt gleich als nächstes, 100%. Surrounding Sacrament. I just moved. Da ist natürlich dann die Gefahr, sowas schreit dann nach Microtransactions.
Sage ich dir aber ganz ehrlich, es kommt jetzt ganz darauf an, wie viel das Spiel kosten wird. Also wenn ein 70-Euro-Titel wird und dann noch Microtransactions drin sind, habe ich ein schweres Problem damit. Wenn es ein Mittelpreistitel wird, so wie jetzt die anderen Geschichten wie Helldivers 2 und so, die 40 Euro kosten und dann aber ein Ingame Battle Pass, Cosmetics und so weiter haben, dann ist das für mich in Ordnung. Wenn ein Seasonplan ansteht, wo sich das Spiel entwickelt, ja, und auf was der Ding sagen noch, der McNeil gerade noch schreibt, auf Koop da ich noch warten. Da bin ich der Waffentrage! Ehre! Bin schon hooked as fuck, das Game, danke fürs Zeigen und Kommentieren. Ich weiß nicht, warum du jetzt da einen Zehner herschmeißt, ich weiß nicht, da kriegst du die Tröte. Kuss auf die Nuss, merci dir. Unfassbar wichtig, ich werde nicht bezahlt dafür, ja, dass ich das herzeige. Ich habe es nur selber gesehen, bis zum Combat zugegebenerweise, alles was da jetzt kommt, habe ich noch nicht gesehen und habe sofort gewusst, alles klar, brauchen wir gar nicht weiterschauen, das schauen wir uns im Stream miteinander an und es schaut verschissen gut aus bis jetzt. Vor allem das Geile ist, der Entwickler kommentiert sein Gameplay. Das schaut weder geskriptet aus. Ich meine, natürlich sitzt da jemand, der bestimmte Sachen macht, damit jemand drüber sprechen kann. Aber das ist weder geskriptet noch irgendetwas, habe ich das Gefühl. Und ist wahrscheinlich zum Erscheinen verfügbar. Then here, Wenn das Spiel so it's a little kommt bit in Early boring. Access. Let's fix that. Out on your journey, you'll be able to collect and harvest valuable resources, Okay, du kannst which then can rumlaufen be und used to craft Sachen, new gear, Ressourcen sammeln, furniture Holz for your und so. home, or even make improvements to the town Bullfreak, itself. der Name des Spiels ist No Rest for the Wicked. Catch a fish, for example, and it can be cooked and eaten, of course. Schreibt es But eben schnell in certain den Chat, fish dass er es da scales lesen might kann. even make for some fine arm. Man kann fischen! While I was on the shores of Sakura, I collected some Ja, pine und dann wood. craftest So du now, let's umeinander make use of that in and deiner make Bude. this place a little bit more cozy. Medium Chest. Housing is incredibly cool in No Rest for the Wicked. Since you're not constrained to a grid, you can come up with some really organic looking designs. Ganz wichtiges Detail, für die Leute, die jetzt nicht so ganz mitlesen, ich lese unten ehrlich gesagt nicht mit, ich höre nur zu, beim Englisch hören tue ich mich relativ leicht und die Leute, die kein Englisch nicht kennen, was da ein ganz wichtiges Detail ist, da gibt es kein Grid, wenn der die Sachen da platziert, sondern du kannst es völlig frei irgendwo hinstellen, wo du es haben willst. Und nicht so ein Raster wie zum Beispiel bei Anno. Aufpassen, wenn es so nahtlos umeinander schiebt und dann platziert. Ja, hat er jetzt da nicht mehr, aber nein, da auch nicht. The table looks nice, but it's missing something. Sogar mit Dekorationen. Ah. Ja, aber diese Dekorationen, die schreien halt nach Microtransactions. Und es war so wichtig, dass man sich die nur sparen kann, um den Wert von so einem Item von hier nach hier zu heben. Und nicht, weil Klein Kevin seine verfickte Kreditkarten von der Mom durchziehen kann. It's much better. While some items you can place in your house are just cosmetic, our goal is for most of them to be functional and have a gameplay purpose. Geil. With a range of properties to purchase and an incredibly flexible interior design system, we hope players will be able to find and design a unique place for them to call home. So, jetzt gibt's mir noch einen Koop. Jetzt gibt's mir noch einen Koop-Modus, einen Multiplayer-Modus, wo ich meine Freund in meine Bude reinlassen kann. Schau dir die so. Schau dir den Artstyle von dem Ding an. Ich rast aus. Schau dir das an. Wichtig, Musik. Ja, fuck, das Endgame interessiert mich auch. One last thing we'd like to show you today is a system we call Alive. Although No Rest for the Wicked features a traditional campaign, it was important to us that the Solar Sakura is very much a living, breathing world. In order to show you what that means, we're going to go to an area called Mariner's Keep. This is an area I've previously ventured through and explored. However, since my last journey through here, Nif have overrun the local area, presenting entirely new threats for me to tackle and resources for me to scavenge. Das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt pass auf. Das Endgame in so Action-RPGs lebt sehr oft davon, nehmen wir wieder als Beispiel einfach, Last Epoch, Diablo 4, Path of Exile etc.
oder allgemein Diablo, dass du immer wieder das Gleiche machst. Das ist in solchen Spiele einfach so. Was da schon ganz gut tut, wenn da Randomized Dungeons drin sind. Das heißt, damit nicht jedes Level immer gleich ist. Wenn diese Level aber hier handcrafted sind, haben die immer gleich. Das stelle ich mir eventuell als Problem vor, wenn ich immer wieder das gleiche Gebiet mache, das ich einfach nach dem 10. Mal auswendig kenne. Da, ich meine, er redet schon so ein bisschen davon, dass immer neue Encounter drin sind, neue Bedrohungen und neue Sachen zum Finden und so, aber die Umgebung bleibt doch die gleiche. Ja, da ist der Lift, der mich da bringt, da ist ein versteckte Falltier oder ein Tier zum Einhauen hinterm Eck irgendwo oder auf einem Turm oben oder sonst irgendwas. Und da dürfen es dann ruhig, meinetwegen, Battle Passes oder irgendwelche laufenden Zahlungssachen einführen, dass sich eine Gebiete immer mehr werden. Ja, im 2-3 Monat-Takt, Seasons, wenn man so will, dass es immer neue Gebiete gibt, neue Gebiete und immer was Neues zum Entdecken. Wenn ich mir schon die Mühe mache, so ein aufwendiges Leveldesign zu machen für ein Action-RPG, dann ist das fast genauso wichtig wie der Combat. Naja, der Combat ist das Wichtigste und ja, heute aber für wichtig. Und eventuell als eine Schwachstelle, weil es immer das Gleiche ist. The world of No Rest for the Wicked is constantly changing around you. Okay. And each time you visit a region, you'll be faced with a drastically different experience. Ja, aber wie? Oh, mit einem 5 Meter Hammermann. Alter, ist das ein normaler... Alter, das ist kein Boss, das ist ein normales Viech. Oh mein Gott, da habe ich jetzt wieder verdammte Diebhageln. Au. Au. Naja, kriegt schon Schaden. Okay. Mann, das hat jetzt eigentlich erst einmal ausgeschaut wie ein Boss. In No Rest for the Wicked. Ich mag wissen, ob wir unsere Community mittlerweile Pro-Gamer enough ist, damit sie wissen, was das war. Hashtag ab in den Chat. You never really know what to expect. For those of you who asked about endgame, yes, we've got you covered. While we don't want to give away too much at this point, once you reach the endgame, you can enter the Serum Crucible. This is where you'll have to test your merit against some of the toughest enemies within No Rest for the Wicked. Okay. Our goal is and always has been to create a very different action RPG, one that will hopefully move the genre forward. We believe that Moon Studios is an incredibly unique... Ein paar Hammer. Natürlich meine ich Mimics. Ja klar, das ist ja klar. Simato, die Fresskiste aus Zelda lasse ich auch noch gelten. Aber ich meine Hashtag Mimics. Unique position to deliver on this vision. We have some of the best talent in the world united. Da kannst du mal Gift draufnehmen, dass ihr ein paar der besten und talentiertesten Leute in der Firma habt, die da sind. Weil der Artstyle von diesem Spiel leckt mich am Sack. Behind this. And we're not afraid to take the risks that need to be taken in order to change up the status quo. Das ist auch was ich richtig hoch anrechne. Sie haben nicht die Hosen voll. Das ist ein riskanter Move. Das sage ich dir, was es ist. Das ist ein Genre, das nicht Quadruple A würdig, also mäßig ist normalerweise. Dass man die Eier hat, sich das Spiel zu machen. Quo. We've poured an incredible amount of blood, sweat and tears into this project. And now we're at a point where we need your help to shape and build Wicked into the best game it can possibly be. I try. Therefore, we'd like to invite all of you who love this genre, who grew up with it the same way we did, and who are excited to see a new take on it, to join us on this journey. And so we're happy to announce that we're going to be launching No Rest for the Wicked after all of these years into Steam Early Access next week. Und hier ist es vorbei. Da steht keine Jahreszahl dabei. In einem Monat und 14 Tagen ist es soweit. Und dann werden wir da hineinzocken müssen, fürchte ich. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, I don't give a shit, ich bin hooked as fuck.
Ich bin hooked as fuck. So, was kommt jetzt da noch so? Wer den Rest sehen will, ja, der kommt bloß, das ist bloß noch der Abspann dann. Ziemlich lang eigentlich. Und ein bisschen No Rest for the Wicked. Oh, Early Access Roadmap ist vielleicht auch nicht schlecht. Launch, Steam Early Access, 18. April, stehen dann aber halt keine Daten dabei. Ein Tappen darf ich nicht mehr. Alles klar. Update 2, The Breach, kann ich mir jetzt nichts zusammenreinen und Further Updates, ja gut, ist eh klar. Heilige Scheiße. Los geht's. Hat mich schon. So! Schicke ich euch noch schnell die URL da rein. Könnt ihr es euch noch mal anschauen, da, oder noch fertig anschauen, da kommt aber wirklich nicht mehr viel. Das Wichtigste habe ich gesehen. Gibt's auch PvP? Gute Frage. Warte mal. Sie sagen noch ein bisschen was zu. Ja, müssen wir noch mehr anschauen. Hilft nicht. Haben wir noch nicht fertig. Entschuldigung, mein Fehler, sind wir da noch nicht ganz fertig. Auf die 3 Minuten kommt jetzt einer mehr drauf. Vielleicht sagen sie noch was zu den einzelnen Update-Schnitten. Schauen Sie, warte mal. Lass mal weiterlaufen. Dauert wirklich nicht mehr lang. Updates throughout development until we hit our 1.0 release. At which point we're planning to release on consoles as well. Wicked has been built from the ground up with multiplayer in mind. So the first of these major updates that we will be releasing in early access will be providing you with an innovative multiplayer experience, allowing. Alter, wenn das nicht ausschaut wie eine Multiplayer-Arena, wo man gegeneinander spielen kann, dann weiß ich es auch nicht. Oder wo so Waves kommen, ja, kann auch sein. To play Wicked alongside or even against your friends. Our second major content update will bring all new regions to Sakura, new enemies, narrative updates, and so much more. With story, system, and gameplay content updates to follow thereafter. Your support and feedback during this very critical part of early access. Mr. Toto, nicht weinen. Sie haben schon gesagt, zusammen Koop und gegeneinander. Du kannst gegeneinander, du musst nicht. Ich bin auch, da habe ich auch keinen so einen Bock auf PvP, sag ich dir, was es ist. Mir steckt der Dark Souls PvP nicht und Elden Ring PvP nicht. Aber in Koop, mit einem Spätzle, miteinander, warum nicht? Really does make a difference. No Rest for the Wicked begins a new era for Moon Studios, and we're committed to this project for the long run. We're incredibly excited about what will be in No Rest for the Wicked already in day 1 of early access, and we can't wait to show you all the stuff that will follow in the months to come. Once the showcase is over, be sure to tune in to your favorite media and content creators for the hands-on impressions. Ja. Und dann haben wir einige schon spielen können. Ja, da Asmongold zum Beispiel, da habe ich dann noch einmal gesehen kurz. Der Jesse Roxa, der Österreicher, wem der taugt und so weiter und so fort. Oh mein Gott. Der Bernie Crusade schreibt gerade was Interessantes. Das wird das Busen Gulag 2.0. Das gibt mit Sicherheit einmal einen Stream her, wo wir euch gegeneinander spielen lassen. Das wird sicher gut. Oh mein Gott, werde ich euch dann Kacknub der Namen. Das wird sicher gut. Der Gronk steht auch dabei. Ja, stimmt. Habe ich jetzt gerade beim nach links nochmal schauen, habe ich es gerade noch gesehen. Gronk hat es offensichtlich auch schon gespielt. Ja, könnt ihr euch anschauen. Wer schon so viel sehen will. Ich mag genau das Gegenteil. Ich schaue es mir nicht an, ich warte bis zum 18. April, ich mag nicht vorher schon alles wissen. Ich warte bis zum 18. April, ich werde es kaufen an Tag 1, wir werden es im nächstmöglichen Stream-Tag sofort spielen. Sofort auf der Stelle. Vielleicht sogar inklusive Wochenende. Weil das so angefixt hat mir für ein Spiel schon lange nicht mehr, gell? Muss ich auch mal dazu sagen. Schaust du dir ein Elden Ring DLC an? Das kommt, Lea, das kommt ganz darauf an, ob es bis Juni, wann kommt der? Anfang Juni, glaube ich. Ob ich es bis Juni noch schaffe, irgendwie, dass ich Elden Ring fertig spiele. Recht viel habe ich nicht mehr. Ein paar ekelhafte Gegner habe ich noch, die ich natürlich mittlerweile schon gesehen habe, mal irgendwo. Ob ich da die Muse habe dazu, und dann schauen wir uns einen DLC natürlich an, wenn er rauskommt. Der Brüderer schreibt, eins muss man sagen, die besten Spiele kommen immer unerwartet und wenn es dann noch ein Entwickler ist, den man aus guter Erfahrung kennt, kann es eigentlich nur gut werden. Genau. Genau das. Und die ersten 2 Spiele, die Ori-Spiele, sind brutal gut gewesen. Und wenn ich das da alles, was ich da jetzt gesehen habe, hat mich schon überzeugt. Sag ich dir, was es ist. Das muss schon gescheit wenig dann vorhanden sein, dass das keinen Spaß macht. Nicht aufwechseln lassen, haben wir nichts gelernt. Ihr sollt es ja auch nicht vorbestellen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ihr sollt alle hergehen und vorbestellen, das läuft nicht davon. Ihr sollt ja die Early Access Version nicht spielen.
Für das habt ihr mich und andere Content Creator, die sich das erstmal anschauen können und euch dann sagen, okay, schaut leider Gottes doch gut aus, aber kann nichts. Ja? Irgendwo muss ja auch eine Donations hinwerken und für genau sowas haben die zum Beispiel auch da. Jetzt schreit das Bett schon gescheit laut. Gut Nacht beieinander. Steffi, hauen sie einer hin und ich schleiche mir jetzt da. Die haben alle nur das erste Gebiet spielen dürfen. Ist ja wurscht. Ich schaue es mir trotzdem nicht an. Sag ich, wie es ist. Wobei, wahrscheinlich der Bock ist eh nicht. Vielleicht lasse ich es morgen mal während des Homeoffices am 3. Monitor laufen. Und kriegst dann so nebenbei mit. Schauen wir mal. Ich glaube auch nicht, dass man recht festigt. Nein, Idioten, wenn sie alles herzagen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ist mir wurscht, ich stell's mir vor. Man bestellt nicht vor. Nicht mal da. Nicht mal da. Lasst es erst abliefern, dann kaufen. Bis jetzt habe ich kein einziges kleines Alarmglöckchen gesehen. Nicht eins. Ein bisschen, wir können davon ausgehen, dass Microtransactions drin sind. 100%ig für die Kosmetikgegenstände in deiner Bude. 1.000.000%ig. Transmog. Dein Aussehen zu ändern. 100%ig. Kommt jetzt ganz drauf, was kostet. Und wie es dann weitergeht. Also das Einzige, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist, dass die Handcrafted World immer gleich aufgebaut sein wird. Und wenn ich da immer wieder rein muss, dass die eventuell recht schnell eintönig langweilig wird. Aber das wird jedes Action-RPG irgendwann. Ja? Es ist ja so, dass ich glaube, ich habe jetzt 60 oder 65 Stunden in Last Epoch und kennt Level auch schon teilweise auswendig. Das, weil es auch irgendwie immer gleich sind. Aber gut. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. SPIELE Creepy Tale, Daumen nach oben. No Rest for the Wicked. Es war mir ein Fest, Ihnen das zeigen zu dürfen. Ich glaube, es war eine gute Idee. Werden wir spielen, wenn es rauskommt. Zweiter Daumen nach oben. Wenn es euch allgemein gut gefallen hat, Daumen nach oben. So viel Daumen nach oben, das ist ein Wahnsinn. Abo nicht vergessen, die Glocken aktivieren nicht vergessen, dass du alle meine Benachrichtigungen kriegst, wenn ich live gehe und nicht bloß die, wo YouTube für richtig hält. Das war einmal eine super Sache. Und an der Riesung bedanke ich mich ganz herzlich für die ganzen neuen Mitgliedschaften heute. Ich weiß nicht, wie viel das die heute wieder waren. Mindestens zweistellig. Sage ich, grüß Gott beieinander. Welcome to the Squadle. Und beim Rest ja mal einen Resub da lassen und sage ich, merci fürs Mitglied schon die ganze Zeit sein. Danke für die ganzen Donations, danke fürs Zuschauen, danke fürs Beteiligen im Chat. Der Kreipif ist Sepp, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Apps mit Homeoffice, Kaffeekast. Du, die ist randvoll. Herr Kreipif, merci dir. Kuss auf die Nuss. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Hauen Sie sich hinein. Wir sehen uns am Mittwoch mit Uncharted 4. Und ob wir uns zum Wochenende hier sehen, das weiß ich noch nicht. Das entscheidet der Zukunftsbürger. Kann ich noch nicht sagen. Jetzt schleicht euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Kuss auf die Nuss. Habe! Ich wollte es probieren. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ja, jetzt seid halt einmal und verpisst euch. Habe die Ehre. Achtung, Endscreen Battle.